Herzlich willkommen zum SRF Krimi-Podcast. Bei mir ist die Frau, über die man sagen kann, nach all den Jahren, die ich schon Krimi-Podcast mit ihr zusammen aufnehme. Wenn ich Frau Zimmerli bin, dann ist sie mein Eusebius Bitterli. Wenn sie mein Gusti ist, dann bin ich ihre Luise. Susanne Jansson. Hallo Wolfram. Ich weiß genau, worauf du anspielst. Ich würde nur sagen, dann müssen wir auch bald anfangen, zusammen zu singen. Haben Sie das gemacht? Oh ja, ganz viel. Und gerade du, also Margret Reiner, war eine begeisterte und sehr gute Sängerin. Also üb doch schon mal. Ihr habt schon gemerkt, ich habe natürlich abgehoben auf Rudi Walter und Margret Reiner, das kongeniale Bühnen- und Hörspielduo, das wirklich beides großartige Volksschauspieler in den 50er, 60er Jahren in der Schweiz. Wir haben sie schon gehört bei Eusebius Bitterli. Man kennt sie vom Spaleberg 77a. Und heute haben wir sie nochmal in 2 anderen Rollen im Krimi-Podcast. Genau, 2 neue Rollen, dieselben Leute. Du hast alles gesagt, Volksschauspieler. Vielleicht, denke ich gerade, ist der Titel des heutigen Hörspiels deswegen auch so bewusst gewählt, um an Spaleberg 77a irgendwie zu erinnern. Weil es heißt schlicht und einfach Helvetiastraße 17. Vielleicht hat es bei Leuten so ein bisschen was Assoziatives geweckt, dass sie schon mal wussten, auf was sie sich ungefähr einlassen, zumindest was die Stimmen angeht. Weil der Untertitel verrät natürlich ein ganz anderes Fahrwasser. Der lautet nämlich Pfarrer Iselis erster Fall. Genau, Rudi Walter als Pfarrer Iseli, ermittelnder Geistlicher, haben natürlich als einen modernen Wiedergänger beim Rabbi Klein in den Bodenmann-Krimis hat man den natürlich auch, aber ganz groß literarische Tradition, Pater Brown und so weiter, Genau. hat man sich hier inspirieren lassen. Krimi-Komödie muss es ja fast sein, wenn man so ein Talent mit Walter und Rainer da hat. Ich hatte eine kleine Verwirrung, Sag mal. nur wenn wir beim Pfarrer sind, ich noch gern teilen möchte, dann müsst ihr vielleicht nicht in dieselbe Verwirrung reinlaufen. Iseli ist nicht der einzige Geistliche in diesem Stück. Ich bin ja als einfaches Gemüt, wenn ich höre Pfarrer Iseli, denke ich, als erstes bekomme ich den auch. Aber nein, die ersten Geistlichen, die uns heute begegnen, ist ein junger Vikar und sein Vorgesetzter, Pfarrer Müller Genau. in Zürich, die miteinander sprechen. Pfarrer Iseli kommt erst später, der sitzt eben noch in Graubünden, wo er sich als Basler ausruhen muss. Körperlich geht es ihm nicht gut, das Herz. Und er kommt dann erst für einen Mordfall nach Zürich. Genau. Es ist ein recht großes Ensemble, was für diesen ursprünglichen 5-Teiler, wir haben jetzt 2 Teile draus gemacht, ja auch vielversprechend ist, dass es schön farbig wird. Meine Verwirrung war komischerweise in der schwarzen Tinte. Das ist eine Beiz, die eine große Rolle spielen wird, immer wieder Schauplatz ist. Und da arbeiten einfach 2 Serviertöchter. Die eine heißt Gabi, die andere heißt Maja. So, wenn ihr da noch Verwirrung habt, danach könnt ihr es uns schreiben auf krimi.sf.ch und natürlich auch, wie euch diese wunderbare Krimi-Komödie gefällt. Schon was fürs Herz, ne? Bisschen Entschleunigung. Ist auch entschleunigt, ist trotz, reden wir nachher drüber, durchaus auch drastischen Sachen, die da vorkommen, hat es auch was Erbauliches. Und Betuliches. Viel Vergnügen. Viel Spaß. Hoppla, Silvester! Weichen falsch gestellt, wie ich meine. Eine Apotheke oder sonst etwas. Können Sie mir nicht sagen, wo da an der Nähe eine Apotheke Nachtdienst hat? Nachtdienst habe ich gerade noch verstanden, junger Mann. Was ist das? Was haben wir? Eine Apotheke? Mitten in der Nacht? Ist denn am Ende jemand verletzt? Überhaupt nicht, Koppatori. Kann denn in dieser Gegend überhaupt niemand sagen, wo eine Apotheke ist? Antrunken fahren, aufbegehren. Das sind wir uns allmählich gewöhnt von diesen Jungen. Hippie oder wie man sagt, jawohl. Aber mir kommt man nicht als ein Bürschli. So, was gibt's da für einen Auflauf? Was ist da los? Oh, Polizei, das ist meine gut. Es ist jetzt 11:30. Wenn ihr nicht noch hier anstoßen aufs Neujahr, es hat allmählich Zeit. Wünscht dir selber ein, Herr Polizist. Aber so ist es nicht gemeint. Eine Apotheke, Herrgott noch Was ist schon mit Ihnen? Stellen Sie mal gefälligst den Motor ab. Da sind Sie ja. Gott sei Dank. Ist mir eben eingefallen,
Da ist schon gar keine Nachtdienstapotheke, die ich Ihnen angegeben habe. Was ist? Kennen Sie den jungen Mann? Was heißt der junge Mann? So stürmisch hat er sich vorher schon benommen. Direkt verdächtig, wenn ich es mir überlege. Verdammte Köge, haben Sie denn nicht gehört? Ich muss dringend in eine Apotheke. Ich muss Medizin haben. Wir brauchen zuerst einmal Ihren Ausweis. Wie heißen Sie überhaupt? Moser ist mein Name. Gaudenz Moser. Kein langes Theater, Herr Moser. Wir finden den Ausweis am besten in Ruhe. Auf dem Posten. Und so ganz nüchtern sind wir, glaube ich, auch nicht mehr, dass wir ein Ballönchen voll Alpenluft brächten. Also, und ihr steht nicht um bis im nächsten Jahr. Gute Nacht. Kommen Sie. Das Töffel wollen wir einmal stoßen. Vorläufig. Hau ab! Lass mich doch heute wenigstens in Ruhe. Komm, schick den Schlüssel, mach kein Theater. Verreisen sollst. Los jetzt! Ich sag das nochmal. Also lass doch zu. Das Ehrenwort nicht abhaust, dann mach ich Krach. Ich habe die Medizin bekommen. Das ist nicht wahr. Doch, Sicher? wenn ich sage. Also gut. Aber nur 5 Minuten, ich sag das. Hat man auch wollen sein. Hast du mich nicht erwartet, Darling, wenn du in der Klappe bist? Aber nur kein Kummer, ich bin aus gutem Haus. Krankenbesuche werden im vornehmen Kreis auf 3 Minuten beschränkt. Alles aus Rücksicht, verstehst du? Wo ist er her? Wer? Aufgelauert wird jetzt auch noch. Etwa eifersüchtig, hä? Es gibt andere Gründe, manchmal ein bisschen aufzupassen. In deinem Job, Ehrenwort. Du musst es ja wissen. Wo ist er her? Weggefuhrt, was weiß ich. Wahrscheinlich eins ziehen. Ein Schlückchen Messwein oder so? Wieso Messwein? Was, Messwein? Man sagt, du seist fromm geworden. Ja, das soll es geben. In deinem Zustand. Also ich weiss nicht. Wer sagt was? Zum letzten Mal, wo ist der Herr auf seinem Zuckerwasserjet? In der Apotheke. Maria. Also los, Kind. Maria, ich habe mich nie um dein Privatleben gekümmert. Wer hat das schon? Es geht mir schlecht, verstehst du das nicht? Du am allermeisten solltest doch wissen, wie schlecht es mir geht. Wieso ich? Ich arbeite sauber. Also was willst du? Hat sich der Preis verdoppelt? Aber so hock doch endlich neu mit her und zieh einmal den blöden Hut ab. Siehst ja aus wie ein russischer Spion in einem amerikanischen Streifen. Und seit wann drehst du eigentlich Händchen? So zieh doch um Himmels Willen die Latte Händchen! Was ist ums Himmels Willen? Nicht da Herren aufs Bett. Dort hat's einen Stuhl. Nimm Strümpfe weg. Wo sind meine Strümpfe? Wer hat meine Strümpfe weggenommen? Wer? Ich will aufstehen. Geh weg, Hör doch auf, mach nicht auf hysterisch. Was hast du mir gesagt?
Stell dich doch nicht blöd, im Messweinkonsument. Glaubst du, ich sag doof? Ich bin das schlecht weg. Ich hab gemeint, verstehst du das nicht? Vorher bist du nicht so sentimental gewesen, wenn ich das gewusst hätte. Aber ich kann doch das Kind nicht wählen. Ohne Vater. Was hätte ich nicht sollen? Das Maul heben, das hättest du sollen. Nicht schnurren, nicht singen, nicht beichten. Nicht schnurren, nicht singen, nicht beichten. Ein Pfarrer wird so etwas nicht sagen, ich weiß. Aber glauben Sie mir, Herr Vikar, wenn ich Kirchenglocke höre... Aber was soll's, kommen Sie. Ein Gläschen aufs alte Jahr und dann noch eins aufs neue. Ich glaube, das würde Ihnen nicht schaden. Nicht für ungut, Herr Pfarrer. Nehmen Sie mir's bitte nicht übel, ich meine... Lacrimae Christi, Herr Vikar. Tränen des Herrn sozusagen. Und wenn Sie das Wasser dazu wollen, ja, nichts dagegen. So. Und jetzt lassen Sie mir mal zu. Es gibt Sachen, die sollte man nicht mit überschleppen ins neue Jahr. Also dann, vielen Dank. So. Das ist wieder einmal ein Zapfen, was ich gesehen habe. Und der richtige Stein hat er auch dran. So, Vikari. Und jetzt? Wohl bekomm's. Prost. Das ist nur einmal Silvester im Jahr. Und schon die Groß Theresa gesagt. Wann Rebhuhn, dann Rebhuhn. Wann Buße, dann Buße. Zum Wohl, Vikari. Gott segne es. Ich muss sagen, mit der Literatur kennen Sie sich aus. Ja, Literatur. Zu meiner Zeit hat man noch gesagt, es wäre schön, wenn es im Leben zuging wie in den Büchern. Aber heute, zugegeben, ich bin da nicht mehr auf der Höhe. Aber wenn man das so umschaut, ich weiss nicht, Vikari, manchmal denke ich, Gott sei Dank geht es in der Welt nicht ganz so zu und her wie in der modernen Literatur. Distinguo. Hä? Ach so, meinetwegen unterscheiden sie, so gut sie können. Also wenn ich ehrlich sein will, mir fehlt der Spötz oder der Grütz oder die Zeit oder... Weiss ich, was das ist. Aber es gibt ja noch andere Sorgen, die einem beschäftigen können. Vikari, Sie sagen so nichts. Also Hand aufs Herz, Vikari. Sie wissen doch, ich schätze Sie. Wirklich, ich bin zufrieden mit Ihrer Arbeit. Ich kann Ihnen vertrauen und ich vertraue Ihnen auch. Oder glauben Sie nicht, dass ich Ihnen vertraue? Sicher. Mir gefällt's ja auch da. Das wissen Sie doch. Es ist sicher nicht leicht für einen modernen jungen Mann wie Sie, der sich für Wissenschaft interessiert, für schöne Bücher, Theater, Musik, als Vikari, sondern ja, wir sind da eben einmal in einem Industriequartier. Da fühlt man sich sicher manchmal furchtbar allein. Missverstanden. Da hat man das Bedürfnis, sich mit einem Menschen zu unterhalten, der nicht gerade im Pfarrhaus angestellt ist. Also so sagen Sie doch endlich etwas, Herr Vikar. Machen Sie es doch nicht absichtlich noch schwerer. Von Mann zu Mann. Na, Sie wissen doch, was geschwätzt wird. Geschwätzt? Ich weiß wirklich nicht, Herr Pfarrer. Aber Sie haben doch selber mal gesagt... Es wird nie mehr Geschwätz gemacht als bei den frommen Kirchenamten. Das habe ich gesagt, jawohl. Aber Sie wollen mir ausweichen, Herr Vikar. Oder wissen Sie am Ende wirklich nicht, was man sagt? Herr Pfarrer, was man über mich sagt oder nicht sagt... Ruhe, Vikari, nur keine Aufregung. Sie haben mir das Vertrauen, das wissen Sie. Und jetzt versprechen Sie mir, dass Sie die Hauspsyche an der Helvetiastraße im neuen Jahr mir überlassen. Und mir ganz allein, verstanden? Aber warum ausgerechnet? Ich will mich präzisieren. Die Hauspsyche an der Helvetiastraße 17, genügt das? Helvetiastraße 17? Aber dort wohnt doch... Genau, Ihre... Ja, wie soll ich sagen? Ihre Krankenpsyche beim Fräulein Maria Kuhn sind Anlass von einem dummen Geschwätz, ich sag's ja. Und ich wünsche, dass das Geschwätz aufhört. Und das hört nur auf, wenn Ihre Psyche dort aufhört. Und darum verbiete ich Ihnen jetzt klipp und klar. Ah, es ist 12 Uhr. So, Vikari, dann wäre also wieder eins mehr um. Nehmen wir es neu, wie es der Herrgott schickt. Aber was macht sie dann für das Gesicht?
Ich kann Sie doch koppeln, nicht etwa. Herr Pfarrer, nichts für ungut. Vikari, ein recht gutes Neues. Und jetzt hören Sie doch endlich auf, sich zu entschuldigen. Sie entschuldigen sich am schönen Tag noch wegen, dass Sie überhaupt auf der Welt sind. Also, Prost. Das Fräulein Kunz, Herr Pfarrer. Vikari, lassen wir doch jetzt das Thema. Ich weiss, sie hat nicht den besten Ruf. Ja, das hat sie wirklich nicht. Aber es geht ihr schlecht, Herr Pfarrer. Sehr schlecht. Sie hat mich die letzte Woche kommen lassen, weil es geht ihr wirklich nicht gut und sie weiss es. Es ist ein Eingriff gemacht worden, aber nicht von einem Arzt. Was? Sie hat nicht mehr den Mumm gehabt, weiterzuleben davon, aber sie wollte gehen, wie ein Mensch gehen will, der in seiner Kindheit... Sie wollte Ordnung machen mit sich und dem Herrgott und ich... Sie sind dort nicht rum und sonst hätte ich sie vielleicht vorher gefragt. Vikari, haben Sie Ihre Beichte abgenommen? Ja, vorgestern Nacht. Ja, und seither? Sie haben seither... Aber Sie wissen doch, wie es ist über die Viertig. Man kommt kaum zum Beichtstuhl aus und im Spital aber wollen auch gern, dass man ein Sakrament bringt. Aber sie hat eine Freundin, Serviertochter. Gerade da unten in der schwarzen Tinte. Die schaut zu ihr. Wir haben vereinbart, wenn es schlimmer wird, eins von beiden will anrufen, wenn es wirklich nicht besser werden sollte. Bringen Sie mir das Telefonbuch, schnell. Sie ist nicht im Telefonbuch. Aber ich habe die Nummern im Mantel. Wenn Sie einen Augenblick warten, Herr Pfarrer. Sancta Simplicitas. Nimm es nicht übel, Herrgott. Aber wenn schickst du uns eines Tages wieder Leute, die rauskommen. Was haben wir angestellt, dass du sättige Genie auf uns loslässt? Alles wissen's. Vom Einstein bis zum Heisenberg, vom Saint-Exupéry bis zum Grass, vom Mozart bis zu den Beatles, oder wie die heißen. Aber was in einem Mensch wirklich vorgeht, Herrgott, wenn du mal wieder ein paar Praktiker hättest. Da, 54, 99, 98. Danke. 5, 4, 9, 9, 9, 8. Jawohl, ja. Also, wenn es dir so schlecht geht, wie Sie sagen, so 54, 99, 98. Ja, die stimmt. Komisch. Ich weiß nicht. Vielleicht, wenn Sie angenommen... Kann sie aufstehen? Unmöglich. Ja, aber wenigstens das Telefon abnehmen. Bis jetzt. Ich meine, wenn ich ihr angerufen habe, sie hat immer sofort abgenommen. Direkt neben dem Bett. Ja, also dann stimmt doch etwas nicht. Da hilft nichts, da muss etwas gehen. Sie schlüpfen jetzt in den dicksten Mantel, den sie haben, legen ein paar rechte Schuhe an und dann gehen wir zusammen zu dem Fräulein... Kunz. Richtig, ja. Und das gehen wir. Übrigens, Vikari. Herr Pfarrer? Ich kann Ihnen da noch eine Kleinigkeit geben. Zum neuen Jahr. Einen kleinen Zustupf. Aber Herr Pfarrer... Schon recht. Kaufen Sie sich Ihren Tailleur oder meinetwegen ein paar warme Socken. Und fort jetzt. Die schwarze Tinte heißt meine Pinte. Macht's etwas. Macht nichts, Charlie. Aber jetzt schau halt da. Wer geht denn da draussen spazieren mit seinem bleichen Vikar? Hol's der Teufel. Der Schurmüller persönlich, verdammt. Die beiden sehen nicht rein, als wollten sie da reinkommen. Macht's etwas, Vinzenz, macht's etwas. Lass die Finger von den Herren, sonst wirst du armeknüssig, ich sag das. Komm, hock ab, bleib hocken. Der Vinzenz Moser ist schon manchmal gehockt, mein lieber Charlie. Aber er ist noch nie hocken geblieben, merkt ihr das? Und schon gar nicht auf der Schnorre. Vinzenz! Meierli, der Herr Pfarrer und sein Knecht werden mit uns ein Gläschen trinken. Und du, liebes Kind, benimmst dich exakt wie ein Maria Meier-Kind, verstanden? Alleweil willkommen, meine Herren. Hereinspaziert die hochwürdigen Herren. Ein kleines Möschli aufs neue Jahr, spendiert von Moser und seinen Kumpanen. Vinzenz, mach doch keine Geschichte, gib doch Ruhe. Gutes Neues, allerseits. Gutes Neues, auch noch. Ein gutes Neues miteinander, wenn die Herren vielleicht reinkommen. Teils, mehr schneller gewesen, nur zum Sagen.
Kopf zu und keine blöden Sprüche, sonst hast du es mit mir zu tun, persönlich, verstehst du? Heute ist Silvester. Vinzenz, ich muss zumachen, wirklich. Dann mach doch zu von mir aus. Ein Gläschen kann der Herr Pfarrer heute nicht abschlagen. Gell, Hochwürden? Sie sehen, Herr Vikar. Aber Herr Pfarrer... Eine halbe Minute, um kein böses Blut zu machen. Ich hol Sie sofort wieder rein. Schon recht, Herr Pfarrer. Ich gehe fängst voraus. Ja, wollen wir schnell, meine Herren. Eben, ja, bravo. so ist recht. Bravo, Herr Pfarrer. Kommen Sie. Herr Vikar, Fräulein Meier? ich komme mit, wenn Sie es gestattet. Aber Ihre Arbeit? Jetzt Gabi macht den Service für den Moment. Wir haben uns abgesprochen. Ich kann sowieso gerade übergehen. Schon recht, schon recht. Übrigens, wie geht's dem Fräulein Kunz? Sind Sie heute Abend bei Ihnen gewesen? Eben konnte ich nicht weg, aber der Gaudenz ist bei Ihnen. Dann schaut doch wenigstens jemand zu Ihnen. Er ist mein Freund. Aha. Ja, Sie finden das vielleicht nicht gerade so wichtig, aber wissen Sie, unser Eins, aber warum rennen Sie denn auch so? Entschuldigen Sie, mir hat gerade etwas im Kopf umgespuckt. Da komme ich immer ein bisschen in Schnellgang. Ein Schnellgang. Sie reden fast wie einer vom Quartier. Übrigens, er ist ein feiner Typ. Wenn er Ihr Freund ist? Danke fürs Kompliment, aber es ist wirklich wahr. Nur, also, vielleicht ist es besser, Sie reden nicht gerade von der Kille. Verstehen Sie mich recht, er hat sicher nichts gegen Sie, aber er sagt immer, mit der Kille ist es genau das Gleiche wie mit dem Schmier und dem Panzen und dem Hölzli-Club. Verstehen Sie? Bloß kein Kummer, Fräulein Meier. Warten Sie mal, Herr Vikar. Was ist? Wieso haben denn die kein Licht? Es hat vielleicht Schlaf gefunden für einen Moment, Fräulein Kunz. Kommen Sie, wir überraschen die beiden. Können Sie auftun? Ja, es geht schon. Nimmt mich doch kein Wunder, was da los ist. Psst! Und die Zäuferli, wir überraschen Sie. Kommen Sie. Offen? Komisch. Maria? Fräulein Kunz? Warten Sie, Herr Vikar, ich mache Licht. Stadtpolizei? Wir? Wo? Langsam, langsam, eins ums andere. Wo? Helvetiastraße 17. Vikar? Vikar Huber? Huber, verstanden, jawohl, Huber, notiert. Wiener? Josef? Jawohl, notiert. Natürlich kommen wir, sofort. Helvetiastraße 17. Wir sind schon unterwegs, klar, Herr Vikar, selbstverständlich, sofort. Nicht für ungut, ist gut. Etwas Neues, Korporal? Ja, guten Abend, Herr Kommissar. Ein Anruf, scheint sich um Mord zu handeln. Ja, Zentrale? Korporal Flügelstaller. Jawohl, Anruf von einem Vikar Huber, Josef, Helvetiastraße 17. Offenbar Mord. Nein, zuverlässig. Ja, sofort alles Nötige veranlassen. Fertig. Ein Mord also? Ja, man weiß noch nicht bestimmt. Etwas Bestimmtes weiß man nie. Das hat schon mein Vorgänger selig, der Müller-Brunau, immer gesagt. Entschuldigung, Herr Kommissar. Neu. Stadtpolizei? Wer bitte? Gute Frau, was heisst, geht sie nicht an? Ich muss doch wissen. Ja, aber sicher könnte Sie meine Mutter sein. Einen Weg, aber. Also, wer macht wo einen schurigen Lärm? Ach, Sie wollen nicht, dass es wieder heisst. Ah, verstehe. Jawohl, jawohl, hören Sie, wenn Sie nicht recht ist, ja, es wird gemacht. Es wird gerade dafür gesorgt. Jawohl. Ihnen auch. Danke. Wiederschauen. Kleine Telefonseelsorge. Beschwert sich wegen Nachtruhestörung im Nebenhaus, aber will nicht sagen, wo sie will. Vielleicht hat er es gut da. Besser ein bisschen spinnen, als zu viele Tabletten schlucken. Bin zwar nicht offiziell da, aber wenn etwas ist, so könnt ihr mir rufen. Bin ich im Büro. An solchen Tagen, oder besser gesagt in solchen Nächten,
Kann man am besten ein bisschen aufholen. Papierkrieg. Jawohl, Herr Kommissar. Sie sind auf dem 253 Jawohl. gemacht. Wenn etwas ist, man weiß ja nie. Stadtpolizei? Das werden Sie büßen. Guten Abend, jawohl. Nicht Hier? mit dem Moser. Das nicht, Herrgott, sagt man mir. Ja? Nicht mit dem Moser. Ruhe! Da müssen Sie früher aufstehen für solche Gemeinheiten. Ruhe Nicht mit uns einem. Wo ist der Präsident, die Schlafkappe? Der Windhund? Gerechtigkeit wird gefordert. Gerechtigkeit vor dem Gesetz, Herr Himmelssakrament. So, Ruhe, Mann! Ganz Sie doch, Ruhe, was ist da mit Ihnen los? Ausgehängt oder was ist? Gerechtigkeit. Vor dem Gesetze sind wir alle gleich. Jawohl, Herr Polizist, wenn Sie das noch nicht sollten wissen. Wo ist der Präsident? Wenn Sie mir das vielleicht sagen könnten. Hören Sie, es ist Silvesternacht heute. Ich weiß, das kann einem passieren. Also machen Sie keine Dummheit, die Sie morgen reuen. Verschwinden Sie, ich will Sie nicht einmal nach dem Namen fragen. Moser, Vinzenz Moser ist mein Name. Mich darf man fragen, Herr Polizist. Ein Moser trägt einen guten Namen, das kann ich Ihnen sagen. Treue und Ehrlichkeit, wenn Sie wissen, was eine Familiendevise ist. Ehrlichkeit. So. Das hätte man doch sein. Jetzt schau da her. Der Moser kommt zum Neujahrsempfang. Präsident. So, mein Herr. Ich darf mich verabschieden. Ich habe mit dem Herrn Präsident zu reden. Vertraulich. Herr Korporal, der Herr Moser und ich, wir sind bei mir hin, wenn etwas kommt. In Ordnung, Herr Kommissar. Wenn die Börse sollte anrufen oder der Herr Onassis St. Moritz, dann sagen Sie, ich sehe in einer Besprechung. Ich werde ihn zurückrufen. Da kannst du dich auf Ehrenwort drauf verlassen. Nehmen Sie Platz, Herr Moser. Machen Sie sich's bequem. Danke. Was ist denn jetzt wieder? Präsident, das letzte Mal, als Sie mir Herr Moser gesagt haben, bin ich für 3 Monate in Pension gegangen. Und das vorletzte Mal sind 6 Wochen gewesen. Ich habe eine saubere Weste heute. Und so wäre ich nicht da, Herr Präsident. So, lass die Sprüche. Wenn wir die vorher so hören rufen, dann kämen wir ehrlich nicht auf die Idee, was für ein zartes Gemüt in dir schlummert. Kaffee? Präsident. Machen wir Frieden. Nicht, für heute ist genug gesilvestert. Nur Kaffee, oder nicht? Ja. So. Und jetzt zurück raus. Was hast du vorher angegeben wie ein Wald voll Affen? Präsident, Sie kennen mich und unsere Sippe, stimmt's? Stimmt. Und Hand aufs Herz, wie lang schon? Puh. Da müsste ich bei Meid rechnen. Sicher seit lang vor dem Krieg. Aber wo willst du raus? Präsident, wir haben in unserer Sippe alles, was es in mehr besseren Familien nicht gibt. Es ist schon vorgekommen, dass ein Moser einen Gemsbraten in der Pfanne hat, ohne dass er vorher zum Metzger ist einkaufen. Man sagt, der Vetter Ignaz sei nach Amerika ausgewandert, ohne sich vorher schriftlich abzumelden. Ich selber, auch ich habe schon Pech gehabt, Präsident. Aber Himmelssakrament. Sind wir Moser, sind wir aus dem Holz gemacht, wo der Gott sei bei uns seine Mörder macht? 6 Grad, wie du denkst, Präsident. Sind wir Mörder? Bin ich ein Mörder? Bring ich eine Frau um, die dazu noch krank ist? Auch wenn sie ihr Geld nicht so verdient hätte, wie es gute Hausfrauen Moser, verdienen. Jetzt machen wir mal eine Pause. Was ist los? Was ist passiert? Wer sagt, du seist ein Mörder? Nicht ich, das wissen alle, dass ich keinen umbringe. Wenn er mich nicht reizt, verstanden? Der Jung, wenn sie dran haben, mein Bruder selig, sein Bub, der Gaudenz. Wer will den Gaudenz dran? Sag mal, Moser. Woher kommst du jetzt? Räuberhöhle? Ziegelbrunnen? Schwarze Tinte. Schwarze Tinte. Das ist doch Helvetiastraße. Ja, bei der Kirche, fast vis-à-vis. Ja, das ist ja bitte... Moment mal. Ja, Stäubli ist da. Korporal, sagt, wo ist da der Mord passiert, wo Sie vorhin... Helvetiastraße 17, gut. Wie meinen Sie? Nein, nichts Besonderes. Nur so. Ja, ist in Ordnung. Merci. Er ist verschwunden, sagst du? Der Gaudenz. Vermutlich. Die Maya ist gekommen. Mord. Und es sei sonst niemand bei ihnen gewesen als eben der Gaudenz. Sag mal, Moser, wie sieht er aus? Der Gaudenz. Größe. Ja, also ungefähr so oder ein bisschen mehr. 1,80 etwa. Ja, vielleicht. Haare schwarz, Augen braun, spricht Bündnerdialekt, gut sitzender Anzug. Woher? Ja, woher wissen Sie das? Also stimmt's. Die Farbe vom Anzug? So etwas Dunkles halt. Ich weiß wirklich nicht.
Ja, Korporal, nochmal Stäubli. Ganz mir doch einmal die Leitstelle. Oder nein, sind Sie so gut und lassen Sie mal einen jungen Mann suchen. Bündner, vermutlich nicht gemeldet. Signalement ca. 1,80 groß, schwarze Haare. Was sagen Sie? So einen haben Sie schon auf der Wache? Fahren in angetrunkenem Zustand? Ja, egal, wo ist er? Das ist nicht möglich. Psst, komm, spart das auf. Wo haben Sie gesagt, Korporal? Interessant, das gehört doch noch zum gleichen Quartier wie die Helvetiastraße. Das ist ja ausgezeichnet. Ja, lassen Sie mir ihn sofort bringen, ich bin da. So muss er. Und jetzt bist du so gut und erzähl mir noch mal ganz genau von Anfang an, was war. Nichts sage ich mir. Ich habe das Gefühl, ich habe schon zu viel gesagt. Aber ich lasse nicht zu, dass man uns überfährt. Ich nicht. Wir müssen wissen, was zusammengehören heisst. Und jetzt adieu, Herr Präsident. Ich weiß, was ich zu tun habe. Der Gaudenz ein Mörder. Das nicht! Wann hast du gesagt, fahrt das Postauto? In 10 Minuten. Prima, zum Morgen gibt's da einen, keinen vom Dienst. Etwas Heisses kann nicht schaden. Oh Mensch, der Stein. Was macht's, wenn es sich gelohnt hat? Ja, also falsch ist der Tipp sicher nicht, wo man es Gabi gegeben hat. Sonst wäre doch der Moser nicht im Zug gewesen. Wo hockt er eigentlich? Dort hinten, neben der Säule. Wie lange hast du jetzt gesagt, haben wir von Zürich bis auf Chur? Also komm jetzt, bin doch dein Fotograf, nicht deine Ordinanz. Scheibe blöd, dass wir morgen nicht rauskommen. Das finde ich ja der Fluch bei der Morgenpost, keine Sonntagsausgabe. Eine Sonderausgabe im besten Fall, wenn im Ausland etwas passiert. Aber das kann er sagen, du. Wenn die Story haut, dann haben wir eine Bombengeschichte, Fink. Dann haben wir gerade am Anfang des Jahres ausgesorgt. Dann haben wir einen Heuler. Was nehmen die Herren? Was nimmst du? Komplett. Okay. Ja. Und das Wasser dazu, bitte. 2 Compli und das Passuk sofort. Ja. Also, der Wein gestern war ja auch wieder nicht gerade der Beste. Hat doch noch jedes Mal Grindweh gehabt, wenn ich in der Tinte gehockt bin. Man verkehrt aber auch am richtigen Ort. Ja, komm, du hast es gut. Du laufst mit und schöpfst ab. Aber wenn du dann mal aufreissen musst, dann lernst du mit der Zeit auch schon an der richtigen Nachrichtenbörse zu handeln. Und der Geld, das Gabi. Gar nicht schlecht, kann ich sagen. Kommt, der Messer, Verpflegung kommt. So, meine Herren. Danke, Fräulein. Der Kaffee, genau, was mir der Doktor verschrieben hat. Nimmst du das Gipfel? Ja, danke. Merci. Schick doch mal den Zucker, bitte. Bist du jetzt eigentlich verlobt mit ihr? Ja, so gut wie, ja. Ja, wir machen keine grosse Geschichte, verstehst du? Verstehe. Schaut ihr? Aha. Vorher hat er einen starren Blick rübergegeben, aber ich glaube, er kommt nicht auf die Idee, dass er dich schon noch immer gesehen hat. Im Postauto hocken wir da hinter ihm. Erst im letzten Moment aussteigen, gell? Und im Dorf müssen wir da halt ein bisschen vorsichtig sein. Was meinst du, wo er hergeht? Gemeindepräsident? Oder Dorfpolizist? Oder sonst zu einem guten Vetter? Ja, wenn ich das wüsste, wäre ich nicht mitten in der Nacht auf den Zug. Das kannst du mir glauben. Vielleicht zu einem pensionierten Anwalt, der sich auf die alten Tage den Stürzer annimmt. Oh, das Postauto. Hey, Fink! Hast du mich jetzt verschreckt? Schlafst du eigentlich über dem Kaffee ein? Gehen wir. Hausspieler, ob der Besen. Fräulein, zahlen! So, auch wieder ein bisschen heim zu. Kann man sagen, ja. Kleines Verwandtenpsüchlein. Bisschen Schneeluft schnappen. Ja, grad viel hätt's nicht angetan, die Tage. Es hätte können besser sein für die Touristen. Man nimmt's, wie es kommt, sagen wir in der Großstadt unten. Ha, eben, ihr in der Großstadt. Wie machen Sie der Jung? Hat er gute Arbeit gefunden? Früher hat man ihn nicht einmal gesehen, aber jetzt ist bei Gott 3 und 4 Monate nie mehr unter daheim gewesen. Ja, das macht die Arbeit, mein Lieber. Vom Nichtstun kommt auch kein Geld, sagen wir bei uns in der Großstadt unten. Und ohne Geld, da kannst du nicht reich werden. Und ihr bleibt ein bisschen über die Festtage? Das kann ich noch nicht exakt sagen. Ich muss noch auf das Telefon warten, verstehst du? Und hopp, wieder weg. Geschäftsleben, gell? In einer Großstadt. Verlangt Opfer von einem, nicht wahr? Das ist nicht wie auf der Alp. Komme ich heute nicht, komme ich morgen, nicht? Ja, das glaube ich. Keibe schön, wie es so da liegt, das Heimatdörfli. Sind auch keine Hunde. Keibe schön.
Jetzt bin ich erst recht froh, habe ich mich von der Arbeit losgerissen. Für ein paar Stunden. So, da wären wir. Ah, prima. Also dann, wieder schauen. Kasper, glaube ich, heisst es. Ja, der Kasper bin ich. Eben. Wir haben so viel Nehmen unten in der Stadt, gell? Also, habt ihr Sorge. Meine Herren, ihr wäret am Ziel. Komm, halt dich zurück, lass mich voraus und immer schön auf Tourist. So, gib ihm Saures, wie nicht du auf der Fährte des großen Bären. Komm, muss nur noch schnell die Pfanne vom Feuer nehmen. Hey, was ist denn jetzt schon wieder los? Mitten in der Kocherte und das am Neujahrsmorgen. Ach, die Bauerngrimm wissen dann nie, was sich gehört. Aber man muss nur noch mehr verwöhnen. Jeder andere hat seine Sprechstunde, aber unser Herr Pfarrer, nein, 24-Stunden-Betrieb, so ist recht. Macht dem Herrn Doktor grosse Freude. An der Beerdigung munkelt es nachher, er hat zu wenig zu essen gehabt. Ich kenne die Leute. So, brutzelt schön weiter. Fein, und wie geht's denn unserem Küngli? Ah, wird ja wunderbar. Ja, ich komme ja. Erst am Tag habe ja gesagt, ich komme. Was ist denn das für ein Gestürm? Gelobt sei Jesus Christi und Frau Regula. Vinzenz, bist du krank? Oder hast du Goppel am frühen Morgen schon wieder? Ich muss den Herrn Pfarrer Iseli sprechen, Jungfrau Regula. Nicht für ungut. Wie viel? Lassen Sie mich reingehen, Regula. Ich möchte nicht, dass wir die Leute da sind. Es geht nicht um Geld auf Ehre, obwohl ich demütig gesagt nichts hätte gegen einen kleinen Zustupf, wenn er das meint. Vinzenz, schmeckst nicht, ich muss doch kochen, heute ist fertig. Der Herr Pfarrer hat jetzt keine Zeit verstanden. Und so unangemeldet kommt man nicht einfach das Herz schenken. Das 8. Gebot, Jungfrau Regula, hat auch in einem Pfarrhaus seine Gültigkeit. Nicht wahr, Vinzenz? So haben wir es doch alleweil gelernt im Unterricht. Ja. Guten Tag, komm rein. Wir haben alleweil gerne Gleibsierchen. Ja. Nicht wahr, Jungfrau Regula? Schuhe abputzen! Als hätte man nicht schon genug Aufregung in diesem frommen Haus. Hoppla. So kommt Salz und Pfeffer an Brote. Herr Pfarrer, nichts für ungut, wenn ich sozusagen reingeschneit komme. Du siehst, Vinzenz, es ist alleweil noch gleich bei uns. Aber es ist tröstlich zu wissen, dass auch das Leben sich treu bleibt. Und die Menschen auch. Herr Pfarrer. Ziehe einmal ein klein wenig an dem dicken Buch dort. Ja. Da? Ja, am dicken, ja. Herr Pfarrer. Patent angemeldet, mein Lieber. Und da sind Gläser. Bei einem Gläschen Wein sagt sich's leichter, wo einem der Schuh drückt. So. Ein gutes Jahr, Vinzenz. Danke, gleichfalls. Herr Pfarrer, ich komme wegen dem Gaudenz. Der Gaudenz. Was hat er angestellt, unser kleinster Moser? Ich nenne ihn alle wilder Benjamin, wenn ich an ihn denke. Als ich hier raufgekommen bin, in die Kur, für ein Jährli. Du bist damals gerade auf der Wanderschaft oder sonst abwesend. Da haben ihn am ersten Tag getauft. Und ein klein wenig habe ich dort wieder angefangen zu hoffen. Es könnte wieder auf es zugehen mit mir und mit meinem kranken Herz. Ja. Und danach sind es eben 5 Jahre geworden. 10. Wie alt ist er denn jetzt, unser Benjamin? 18. Und ein Mörder. Es darf nicht wahr sein, Herr Pfarrer. Sie müssen uns helfen. 18. Du holde Jugend. Was hast du gesagt, Moser? Mörder? Ich habe nicht recht gehört. Was ist passiert? Herr Pfarrer, das Postauto fährt in 10 Minuten wieder zurück. Es pressiert. Ich erkläre Ihnen alles auf dem Weg. Mörder? Regula! Jungfrau Regula! Komm, was ist denn los, Herr Pfarrer? Jungfrau Regula, sagen Sie, wo habe ich meine Reisetasche? Aber Herr Pfarrer, Sie wollen doch nicht etwa heute? Wenn der Herr in der Nacht ruft, Jungfrau Regula. Ja, aber doch nicht am Neujahr, ausgerechnet, wo ich einen Küngel in der Pfanne rein habe. Jungfrau Regula. Mit dem Wetter und mit Ihrem Herz. Was wird denn der Doktor sagen? Aber nein, aber auch. Was nutzt der Herz, das zu nichts anderem da ist als zum Schlagen? Jungfrau Regula, ich kann meine Moserbuben nicht im Stich lassen. Also wenn man einmal meint, das sei ein bisschen normal und gemütlich und häuslich. Aber gut, bitte. Wenn gereist muss sein, die Regula fährt mit.
Redaktion Morgenpost, grüezi. Truderi, ist der Big Boss im Haus? Der Herr Schellenbaum. Nein, tut mir leid, wir kommen ja morgen nicht raus, nicht? Also klönen Sie nicht jetzt schon wieder, am ersten Tag im neuen Jahr. Andere Leute müssen auch arbeiten. Und wenn Sie mal unser Häuptling sind, dann können Sie andere vorausschicken. Was gibt's Gutes? Wo sind Sie? In einer Telefonkabine, da zu Chur. Ah, zu Chur. Immer hart am Ball, prima. Reservieren wir eine Titelstory. Ein Hühler, Truderi, ein Oberhühler. Ich notiere, wird ausgerichtet. Was geht's? Keine Zeit jetzt. Lass mal, in 2 oder 3 Stunden bin ich wieder zurück. Der Fink ist dann auch bei mir, okay? Ja, aber ein Stichwort wenigstens, wenn der Boss wissen will. Warte mal, wo ist denn mein... Truderi, hörst du mich da? Ja. Stichwort. Fahrer deckt Verbrechen auf... schlägt Polizei. Oh, ciao, Truderi, muss auf den Zug. Fahrer deckt Verbrechen und schlägt die Polizei. Ein Hühler, mal kann man wohl sagen. Sargans, Wädenswil, Zürich einsteigen, bitte. Ohne Halt bis Sargans. Einsteigen, bitte. Unterwasser, wir sind schon unterwegs. Hinten und fort. Prima. Ganzes Abteil für uns allein. Hat's geklappt? Alles okay. Kannst ein ganzes Familienalbum anlegen. Hochwürden verlässt das Postauto. Hochwürden als Gentleman hilft seiner Haushälterin beim Aussteigen. Hochwürden im Gespräch mit seinem Pfarrkind im Exil Vinzenz Moser. Hochwürden studiert den Fahrplan. Der sich bei näherem Zusehen als Gebetbuch genannt Brevier darstellt. Komm, Fink, gell, das haben wir dann abgemacht. Bildlegende schreibe ich. Sonst heisst es dann plötzlich wieder, wie sagt man... Wer hat zu meinem Helge mit dem Krisebaum geschrieben, das sei die neueste Hutmode von England? Darf ich fragen, wer sagt mal das Bild vom Streik in Italien mit einem Schabbesuch von Persien verwechselt hat? Und wer Lord Arends Zitat «Ich bin ein Schweizer» ins Maul geschoben hat? He? Friede. Komm, lass mich Fürschi fahren. Moment, ich muss nur noch schnell den Film wechseln, man kann nie wissen. Ja, wo sitzen unsere Freunde? Einer weiter vorne. Ja, hock ab. Äußerster Komfort. Wenn man denkt, wie man als früher zu Dana Green gerutscht hat in diesen Drittklasswagen. Damals, als ich noch als Seminarist die Strecke gefahren bin. Dafür waren die Preise auch noch anders. Als ich noch beim Pfarrer Meyerhof verdient habe, Gott hab ihn selig, wo unser eins noch jung war. Sagen Sie das nicht, Jungfrau Regula, noch jung gewesen. Das wäre, wie wenn Sie heute... Kein Kompliment, Herr Moser. Meinen Sie, ich schaue ja morgen nicht in den Spiegel, wenn ich mich wasche? Ja, aber also der Küngelibrot, der hat hure gut geschmeckt. Das ist kein Kompliment, das ist die Wahrheit, Fräulein Regula. Ich wäre am liebsten gerade angeguckt. So, jetzt längt's, Vinzenz. Ich möchte auf meine alten Tage nicht eine neue Haushälterin suchen. Ja, es ist selten, heutzutage jemanden zu finden, der eine gepflegte Küche zu schätzen weiss. Da war dann meinem früheren Herr noch ganz anders. Gott hab ihn selig. Rägeli hat er amigs gesagt, ja, ich höre ihn heute noch. Ich weiss nicht, was ich angestellt habe, dass mich der gnädige Herr in das Kaff verbannt hat. Aber mit Ihnen als Köchin, da würde ich eine Pfarrei bei den Hottentoten übernehmen. Ja, er war alleweil ein grosser Menschenfreund, mein seliger Vorgänger. Hottentoten? Wie hat er das wohl gemeint? Rägeli hat er amigs gesagt, wenn ich ihm so eine Frage gestellt habe, was ich so sage, dass man Schnuckum Grano Salzitz nehmen. Salzitz, hat er gesagt. Ja, das wäre präzise jetzt das Richtige. Wenn die Herrschaften unbedingt wünschen, ich kann schauen, ob es nicht einen Speiswagen oder einen Wägel in dem Zug hat. Mir ein Schinkenbrot, wenn Sie so freundlich sind, Herr Moser. Gerne. Und der Herr Pfarrer, was darf ich bringen? Schinkenbrot könnt ihr am Ende vertragen. Ja. Also dann, ich gehe auf die Wanderschaft. Also 2 Schinkenbrot und ein Salzitz, wie es der verflossene Herr Pfarrer jeweils empfohlen hat. Also dann, ich will schauen, ob ich etwas finden kann. Ach so, ja, Herr Pfarrer, wenn Sie vielleicht... Ja, ich habe natürlich kein Geld bei mir, gell? Sie hätten nicht können wissen, so Hals über Kopf. Lassen Sie es gut sein, meine Herrschaften. Für solche Fälle hat der Moser Vinzenz einen Notpfennig im Hepperstock eingenäht. Wenn er den Notpfennig auch wirklich hat.
Hoffentlich macht er keine Dummheiten, wenn wir dabei sind. Da könnte noch schöne Geschichten geben. Da erweist sich die heilige Mutterkirche wieder einmal als durchaus weise und vorausblickend. Ich kann sie trösten, Jungfrau Regula. Unter führenden Theologen geht die Ansicht, als Diebstahl von Nahrung aus Selbsterhaltungstrieb, sozusagen zum nicht müssen verhungern, kein Todsünd darstellt. Wobei ich allerdings im Moment nicht unterrichtet bin, ob unsere führenden Theologen wissen, was ein Salzitz ist. Einen Weg. Die Hauptsache ist, wenn es der Vinzenz weiss. Übrigens, Sie, was sind denn das da für 2 Striele gsi, die Sie abfotografiert haben? Was? Abfotografiert? Ja, mich? Da bin ich jetzt ehrlich perplex. Er hat die 2 Regenmänteltypen da mit den abtrampelten Schuhen. Jetzt sagen Sie bloß, dass Sie es nicht gesehen. Sie sind doch mit uns im Postauto runtergefahren auf Chur. Einer so einen kleinen, dicken und der andere so eine Vogelscheuche. Ja, die Posten sind mir schon aufgefallen im Dorf oben, wo sie um die Killen herumgestrichen sind. Jesus! Hoffentlich haben sie nicht unseren Barock-Antonius gestohlen. So sagen Sie doch etwas. Jungfrau Regula, wenn ich mir's genau überlege. So, meine Herrschaften, der Vinzenz Moser in seiner einmaligen Rolle als rettender Engel. Vinzenz überlässt dir die Jungfrau Regula. Zu treuen Händen. So ist recht, Herr Pfarrer. Ich weiss aufzupassen wie ein Gentleman. Ja, aber wohin? Alles zu seiner Zeit. Lassen Sie mich nur machen. Ich bin nicht lange weg. Excuse, ist hier noch frei? Ich bin so frei. Ja, bitte, nehmen Sie noch Platz, Herr Pfarrer. Ich hoffe, ich stehe die Herren nicht zu fest. Aber im Gegenteil. Wir haben nichts gegen Killen. Eben. Danach kann ich nur hoffen, dass die Kille auch nichts gegen sie hat. Nichts gegen... Wie meinen Sie das, wenn ich fragen darf? Sie dürfen. Wissen Sie, meine Haushälterin, die Jungfrau Regula, hat sie im Verdacht, sie haben unseren Antonius aus der Pfarrkirche gestohlen. Was haben wir? Wer sagt? Ja, Ihren Antonius? Ja, um Himmels Willen, Herr Pfarrer, wir sind ja nicht einmal... Der ist wirklich gestohlen worden? Ich Glück. So viel ich weiss, steht er noch an seinem Platz. Also, was soll's? Aber etwas anderes ist mir abhanden gekommen. Und ich vermute, Sie tragen es hier in Ihrem schmucken Käferli. Wenn Sie mir's nicht am besten wieder zurückerstatten. Als Presseleute kennen Sie das Gesetz zur Genüge und wissen, dass das Recht am Bild mein Recht ist. Also, was besinnen Sie sich noch? Aber Herr Pfarrer, Sie müssen doch verstehen. Sie sind doch eine Person von öffentlichem Interesse, verstehen Sie? Wir tun doch nichts als unsere Pflicht. Tatsächlich. Und dann sagen Sie mir auch noch gerade, warum ich eine Person von öffentlichem Interesse bin. Bitte schön. Herr Pfarrer, wir wissen doch Bescheid. Aber, ja, was mich betrifft, ich weiß nicht Bescheid. Das ist doch nur Publicity für die Kirche. Sie tun nichts Schlimmes, im Gegenteil. Was wissen denn Sie, was ich tue? Also gerade gesagt, Sie werden probieren, den jungen Moser rauszuhauen. Aus irgendeinem Grund hat der alte Moser mehr Zutrauen zu Ihnen als zu einem Anwalt oder so. Wird ja billiger sein, an dem Weg. Und Sie, meine Herren, wollen aus dem Ganzen eine feine Schauermeer bauen. Stimmt's? Sie sind ungerecht, Herr Pfarrer. Also ein Schauermeer. Ist doch etwas Gutes, wenn ein Pfarrer aus seinem Bündnerdörfli auf Zürich runtergeräufelt kommt, nur um einem von seinen ehemaligen Pfarrkindern zu helfen. Nur? Meine Herren, ich beneize Sie nicht um Ihre Arbeit. Und ich möchte Sie nicht kränken. Aber in dieser Sache geht es nicht darum, jemanden rauszuhauen, wie Sie sagen. Und auch nicht darum, als ein Pfarrer Anwalt spielt. Es geht einzig und allein darum, eine Ungerechtigkeit zu vermeiden und dafür zu sorgen, dass ein junger Mensch nicht das Vertrauen in sich selber und in seine Umwelt verliert. Verstehen Sie das? Und verstehen Sie dann noch vielleicht auch, dass so etwas zu ernst ist für eine Sensationsschnulze? Nicht wahr? Hast du das notiert? Es lenkt, wenn Sie sich's hinter die Tore schreiben. Und Sie, junger Mann, geben wir jetzt auf der Stelle den Film, wenn Sie so gut sind. Komm, mach keinen Umstand. Der Herr Pfarrer verlangt nur sein gutes Recht. Tja, wenn's halt muss sein. Nein. Zellen in der Kamera können Sie ruhig drinnen lassen. Geben Sie mir den in der linken Tasche von Ihrem
Wissen Sie, Sie machen mir nicht den Eindruck von einem Kindergemüt. Und in Ihrer Lage hätte ich den Film auch sofort gewechselt. Das müssen Sie sich merken, meine jungen Herren. Wenn Sie die Leute beschissen wollen, dann müssen Sie sich nur einen Moment ganz in Ihre Lage versetzen. Und dann kommen Sie schon automatisch auf die richtige Spur. Auf Wiedersehen, meine Herren. Ich fürchte, wir werden uns noch einige Zeit über den Weg laufen. Ade. Hauptwesen. Schei. Ja, Herr Kollege Starfotograf. Schei, weißt du, was ich glaube? Das wird wirklich noch ein Heuler. Herr Kommissar. Ja, bitte. Entschuldigen Sie die Störung. Was geht's, Korporal? Er ist wieder da, der Vinzenz Moser. Das mal mit dem halben Dorf, wie es scheint. Der Moser? So etwas Ähnliches habe ich befürchtet. So bringt man es her, in Gottes Namen. Ja, das kann man sagen. Es ist nämlich ein Pfarrer dabei. Ein Pfarrer? Seit wann geht dann der Moser in die Kirche? Ganz mir in dem Fall da schnell den Job durch. Bitte, Kommissar. Merci, macht sie besser. Bitte, Herr Pfarrer, kommen Sie noch, Jungfrau Eduard. Ich weiß den Weg schon. Ich bin so frei. So, Herr Präsident, was sagen Sie jetzt, ha? Grüezi. Zuerst einmal. Stäubli ist mein Name. Grüezi, Herr Pfarrer. Guten Tag, Herr Kommissar. Grüezi, Frau... Das ist die Jungfrau Regula, die Haushälterin vom Herrn Pfarrer. Freut mich. Ganz meinerseits. Nicht für ungut. Ich weiß überhaupt nicht, was da gespielt wird. Aber der Herr Pfarrer hat gemeint... Wir wollen Sie nicht aufhalten, Herr Kommissar. Wir können Ihnen nur einen guten Tag sagen. Wenn die Herrschaften vielleicht ein Moment Platz nehmen, Stühle haben wir ja genug da. Vielen Dank. Nein, wissen Sie, eigentlich hätten wir gerne den Jungen besucht. Oder ist er am Ende schon wieder draussen? Ja, meine Herren. Entschuldigung, meine Damen und Herren. Ich fürchte, Sie wissen gar nicht, wie ernst die Situation ist. Es tut mir leid für Sie und für den Gaudenz, das sagen zu müssen. Der Befund vom Gerichtsmediziner ist eindeutig. Es handelt sich da um Mord. Und? Was soll der Gaudenz damit zu tun haben? Sie wissen genau, Moser, dass an dem Abend niemand anders beim Fräulein Maria gewesen sein als eben der Gaudenz. Und woher, wenn man fragen darf, sollte ich das wissen? Oder zum ganz deutlich reden, woher wissen Sie das, Herr Präsident? Vinzenz. Lassen nur, Herr Pfarrer. Wir kennen uns seit Jahren, gell, Moser? Ich habe Sie gefragt, woher Sie wissen, dass der Gaudenz in der Silvesternacht der einzige Besucher war, der in Frage kommt. Von ihm. Vom Gaudenz selber, Moser. Im Unterschied zu dir ist er nämlich ein umgänglicher Fürst. Also kurz und gut, meine Herrschaften, ich fürchte, Sie können im Augenblick nichts ausrichten. Der Gaudenz hat gestanden. Das wiederholen Sie noch einmal, Präsident. Das ist ein Lug. Das ist ein Lug. Und wenn Sie ihm dumme Schrauben angelegt haben, das hätte er nicht tun können. Nicht der Moser, das nicht. Ihre Eröffnung, Herr Kommissar, trifft diese Weneli unvorbereitet. Sie verstehen? Es tut mir ja selber leid für den jungen Mann, Herr Pfarrer. Aber für den Vinzenz Moser, dass er sich überzeugen kann, dass es bei uns Daumenschrauben nicht mehr gibt. Seit ein paar hundert Jahren. Bitte, wir haben das Ganze auf der Tonband. Hören Sie zu. Aber wir haben doch das Alibi. Eben. Wie meinen Sie das? Das ist doch, was Sie wollen. Schon. Aber nicht so verdammt vorbereitet. Also fangen wir nochmal von vorne an. Sie sind in der Silvesternacht bis etwa am 10 Uhr in der schwarzen Tinte gesessen. Haben Bier getrunken und mit den anderen diskutiert. Stimmt das? Ihre Worte kann doch... Schon recht. Etwa am 10 Uhr hat Serviertochter Meier zu Ihnen gesagt, Sie sollen doch einmal zum Fräulein Maria durch, an den Bezirkstraße 17 schauen, wie es ihr geht. Ja, schon. Gut. Jetzt sagen Sie mir. Wie kommt Serviertochter Meier dazu, Sie zu bitten, zu einem wildfremden Mädchen in die Wohnung zu gehen? Aber die Maria ist doch nicht wildfremd gewesen. Ich habe Ihnen gesagt, Meier ist meine Freundin. Und Meier ist Freundin von der Maria gewesen und dann... Was heisst «gsi»? Maria ist doch tot. Woher wissen Sie das? Ich habe es gehört. So? Und wo haben Sie das gehört? Ich mache Sie nämlich darauf aufmerksam, dass Sie es von mir nicht wissen. Aber ich weiß. Herr Präsident, wo ist Vinzenz? Unterwegs. Ich weiß doch nicht mehr, auf der Wache oder in der Polizeigarage oder dort, wo man beim Telefon vorbeigeht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es, Herr Moser. Sie haben es bereits an der Helvetiastraße erfahren, dort, wo das Mädchen aufgehört hat zu schnaufen. Da haben Sie es gewusst einmal. Ist es nicht so gewesen? Ich habe doch... Sie haben es ja gar nicht wollen. Maria war eifersüchtig auf ihre Freundschaft mit der Meier und sie hat ihnen angedroht, sie werde es der Meier sagen, von wem das Kind war, wo sie sich im Hinterzimmer von irgendeiner Abtreiberin hat nehmen lassen. Die Obduktion hat das klar gegeben. Sie hat ihnen Vorwürfe gemacht,
weil sie nicht mehr haben wissen von ihr, jetzt wo sie krank war, schwer krank. Und da haben sie sich vergessen. Und da haben sie nichts mehr anderes wollen, als dass die unbequem Schwätzer ihr Maul haben. Sie haben ein paar Strümpfe gesehen auf dem Stuhl liegen, die Strümpfe sind in ihre Hand gekommen, ohne dass sie es gemerkt hätten, ohne zu wollen. Und dann ist es geschehen. Aber das ist... Was passiert ist, ist ihnen die famose Idee gekommen mit dem Alibi. Sie haben sich aufs Motorrad gesetzt und haben angefangen, den Betrunkenen zu spielen und die Leute anzuhauen. Das Einzige, was wir sicher wissen, ist, dass sie am 23.35 von einer Polizeistreife angehalten und auf den Posten gebracht worden sind. Und dass der Tod ungefähr um die Zeit eintritt. Aber eben ungefähr, Herr Moser. Es kann auch 5 oder 7 Minuten früher sein. Ich protestiere. Und das hätte doch Abstellen. oder? Das ist ja ein richtig ins Kreuzverhör, oder wie man dem sagt. Nur noch einen Moment Geduld, die Hauptsache kommt ja erst noch. Ist Ihnen nicht gut, Frau? Nicht für ungut. Aber ich kann das nicht anhören. Wirklich. Mein Gott, der junge Mann, was der durchgestanden hat. Nein, ich mag das nicht weiterhören. Herr Pfarrer, sind Sie so gut? Nur schön mit der Ruhe, Jungfrau Regula. Es ist eine Wegzeit für uns. Wir müssen uns noch anmelden bei meinem Freund, dem Pfarrer Miller in der Kreuzkirche. Nicht für ungut, Herr Kommissar. Schon recht. Also haben Sie sich Sorge, Fräulein Regula. Vinzenz, ja. Jungfrau Regula, ich komme grad. Kommen Sie, Jungfrau Regula. Herr Kommissar, wenn es möglich wäre, hätte ich mir gern das ganze Verhör angelost. Ich bin noch den ganzen Abend da, Herr Pfarrer. Gut, ich komme so um die 7 Uhr wieder, wenn es Ihnen recht ist. Aber noch dann ohne Begleitung. Soll mir recht sein. Also wieder schauen. Übrigens, Herr Pfarrer, ich würde mich ja gern täuschen. Aber ich glaube nicht, dass Sie noch viel ausrichten können. Nicht ich, Herr Kommissar. Aber am Ende der da oben. Mein Chef sozusagen. Hm? Ach so. Da bin ich gespannt. Auf Ihren Chef. Man muss sagen, eine Stimmung ist da drin, als hockte man wirklich in der Tinte. Macht's etwas. Komm, der Kleine, leist noch eins aus für den Charlie. Du bist angesprochen. Fühl mich aber nicht. Für den Quatsch, den der uns erzählen kann, ist doch noch ein Becher zu viel. Hast du gehört, Gabi? Komme! Der Charlie kommt noch ein grosses überspendiert von seinem Gönner. Wie heisst es überhaupt? Entschuldigung, schau mich doch nicht so böse an. Es ist ja alleweil Neujahr oder 6 nicht. Macht's etwas, macht nichts. Du sagst es. Prost! Übernimmt der das, Fink? Kannst du mich selber fragen? Ja, du mit deinem sauren Stein. Also so viel Verständnis könntest weiss Gott aufbringen. Sag ihm's du, Fink. Kann doch wirklich nicht den Weg laufen. Die Maya kann doch nicht arbeiten. Maya kann nicht, ja, aber du kannst, gell? Es wird Zeit, dass du endlich den Job an den Nagel hängst. Ist doch kein Leben. Sonntag und wichtig, Sommer und Winter. Festtag, Frühling, Herbst. Komm, da lass zufälligst. So ein Voll-Indianer. Gabi, das musst du dir mal anhören, wie unser gemeinsamer Freund Röbi Fink heute seine Film losgeworden ist. Komm jetzt, ist aber ein Plattenwechsel fällig, mein Lieber. Ahoi, Captain, Schiff in Sicht. Endlich ein normaler Mensch im Anzug. Gut, da. Gabi, ein grosses für den Moser und mir dann auch grad noch eins. Wir feiern Wiedersehen. Komm, hock die Moser, so 6. Plumps da, so ist recht. Und, hast du neuen Bericht? Es ist mir, als hätte ich die 2 Gestalten dort auch schon gesehen. Ja, alles meine Freunde, alles Gönner von mir aus rechtem Holz. Glaubt mir's, da lege ich die Hand ins Feuer. Jawohl, die jungen Herren, schon in Ordnung. Ein bisschen verlaust, jawohl, aber macht's. Haut mir's, der weiss mehr. Okay. Ist's erlaubt? Nur zugeguckt, jetzt wären wir grad 4. Gabi, ein Kart. Mein Kollege macht nur Holz. Soll mir recht sein. Wie viel? Später, gell? Vor dem 10 Uhr Nacht habe ich kein Gefühl. Wenn wir nicht Geschäfte zusammen, Moser. Merci. Ivi Polstert hat zahlt da gehabt. Gut, dann halt nicht. Wie viel? Ein 100er. Bar. Risiko? Bist verrückt? Aber abknipsen lohne ich mich nicht, verstehst du? Dann kann ich ja gehen.
Immer mit der Ruhe, ne? Wir sind schließlich seriös in der Branche. Ein Schneck wird's tun. Ja, hast recht. Kannst wirklich gehen. Pro Blitz natürlich. Aha, ja, darüber kann man reden. Gabi? Ja? Eine Runde. Und mir noch eine Stumpe. Oder nein, hast du Zigarren? Sicher. Also noch 2 Zigarren dazu. Halt, Polizei. Herrgott, haben Sie mich jetzt aber verschreckt. Sagen Sie, junger Mann, ist das so Brauch in dem Zürich? Oder haben Sie vielleicht zu viel Rübezahl gelesen? Herr volle Sprüche. Können Sie sich ausweisen? Nein. Und Sie? Da ist mein Ausweis. Jetzt sehe ich gerne Ihre, wenn das nicht zu viel verlangt ist. Also doch zu viel Rübezahl gelesen. Ich kann nur hoffen, Sie sind kein 007. Wissen Sie, in meinem Alter macht man es mit Schirm, Charme und... wenn Sie mir mein Parapluie schnell heben. Legen Sie ihn am Boden. Auf den gehen wir nicht rein. So, nicht. Und ich soll mein guten, schönen Parapluie hier auf die nasse Strasse legen. Sagen Sie, junger Mann, in Ihrem leblichen Vaterhaus ist wohl ein wenig zu wenig Platz für eine Kinderstube. Hören Sie jetzt gefälligst auf, den Alkauz zu spielen. Ihren Ausweis hätte ich gern gesehen, sonst nicht. Sonst nicht? Ja, sagen Sie, lenkt Ihnen das wirklich zum Leben? Ich meine, der Mensch sollte doch auch neben seinem Beruf noch etwas haben, was seinem Leben einen Sinn geben kann. Um noch einmal darauf zurückzukommen, es berührt eines der tiefsten Probleme, wo sich auch ein Detektiv stellen sollte. Darf ich mir ein Bild machen von einem Menschen, den ich gar nicht kenne? Sagen wir aufgrund von seiner Stimme, wie im angeführten Beispiel. Oder dann aufgrund seiner Kleidung, seiner Personalien, seines Ausweises. Verstehen Sie mich? Ja? Danach kommt dazu. Was ist denn da eigentlich für ein Palaver, Fritz? Da ist ja noch einmal einer. Ich glaube, da hat es noch immer ein Nest. Er will seinen Ausweis nicht zeigen. Falsch. Er hat keinen Ausweis. Und wenn Sie mit Kunden reden, junger Mann, dann gewöhnen Sie sich an, nicht per «er» zu reden. Das heisst, unter wohlerzogenen Menschen, der Herr hat keinen Ausweis bei sich. Schön. Machen wir auf vornehm. Wäre der Herr vielleicht so freundlich und würde mir erklären, woher er kommt? Sehen Sie. Mit einem kleinen wenig gutem Willen. Sie meinen, woher ich jetzt gerade komme? Genau das meine ich. Aus dem Pfarrhaus von der Kreuzkirche. Interessant. Und was haben Sie da gemacht, wenn es nicht unhöflich ist? Ich kann nicht verstehen, was Sie das überhaupt angeht. Aber ich habe dort zur Nacht gegessen. Prägelte Herdäpfel. Ich glaube, Rösti heisst das hier in der Gegend. Aus was für Grund kann ich nicht sagen, aber es wird schon einen Grund haben, nicht wahr? Was haben Sie zu suchen an der Mordstelle? Bitte? Ich habe Sie doch genau beobachtet, wie Sie an der Helvetiastrasse 17 umgeschnüffelt haben. Umgeschnüffelt? Das haben früher bei uns zu Basel die Hunde gemacht, nicht Menschen. Und jetzt muss ich leider gehen, meine Herren, meine Audienz ist beendet. Ich bin auf der 7 mit dem Herrn Kommissar Stäuble verabredet. Und Pünktlichkeit ist die Noblesse auch des kleinen Mannes. Ade miteinander. Halt! Alle Moment einmal. So schnell geht's dann auch wieder nicht. Wo müssen Sie an, haben Sie gesagt? Ich kann nicht verstehen, dass man in dem Zürich jetzt Schwerhörige in den Polizeidienst nimmt. Also mit dem Kommissar Stäubli sind Sie verabredet. Schön. Dann hätten Sie vielleicht nichts dagegen, wenn man Sie auf die Hauptwache begleitet. Zu Fuß mögen Sie bis um 7 Uhr sowieso nicht her. Das ist jetzt aber freundlich, meine Herren. Das heisst, ich habe eigentlich per Pedes Apostolorum gehen, nicht wahr? Was hat er wollen? Ja, mit dem Perpedes-Dings. Also darf ich Sie jetzt bitten, im Wagen Platz zu nehmen, Herr... Iseli. Iseli? Wenn ich noch einmal darauf zurückkommen. Es ist ja sehr nett, wenn Sie mich anfahren. Aber wissen Sie, ich bin nicht so ausgezeichnet bei Kasse. Was wird das kosten? Wie bitte? Ja, ich meine, das kostet ja auch, nicht wahr? Der Wagen, das Benzin. Also wegen dem machen Sie sich keine Sorgen. Aha, in dem Fall. Herr Kommissar, der Herr Pfarrer Iseli. Ja, bitte. Herr Pfarrer,
haben Sie sich einen Ehrengarten zugelegt. Nabiger Klöti, Herr Bertschi. Herr Kommissar. Ehrengarten, ja, richtig. Ich muss sagen, im niederen Klerus ist das sonst nicht üblich. Aber ich habe gedacht, der Papst in Rom hat ja auch seinen Schweizer Garten, nicht wahr? Sie machen so verdatterte Gesichter, meine Herren. Ist etwas unklar? Jetzt eigentlich nicht mehr. Wir haben natürlich nicht wissen. Wir haben nur unsere Pflicht da, aber der Herr Pfarrer hat sich nicht ausweisen. Nicht kennen. Oder nicht können. Und weil ich ihn an der Mordstelle beobachtet habe. Nein, ich verstehe. Herr Pfarrer, ich muss Sie um Verständnis bitten. Allerdings, wenn Sie eine Beschwerde einreichen. Ich eine Beschwerde? Wo denken Sie an, Herr Kommissar? Ganz im Gegenteil. Ich kann mich nur bedanken bei diesen Herren. Also, umso besser, dann wäre die Sache in Ordnung. Haben Sie sonst noch Beobachtungen gemacht, meine Herren? Das ist alles bis jetzt. Jawohl, gilt auch für mich. Also dann vielen Dank. Bitte. Guten Dienst noch. Ja, danke. Sie können mir sofort berichten, wenn irgendetwas los ist. Jawohl. Und Sie, Herr Pfarrer, wenn Sie vielleicht ein Moment Platz nehmen? Gern. Also, um gerade auf die Hauptsache zu kommen. Ja. Ich kann in der Zwischenzeit mit dem Untersuchungsrichter telefonieren. Er meint, es könnte nichts schaden, wenn Sie nachher mit dem Burst reden. Eben. Und was schaut Sie mich jetzt so an? Ich meine, wir sind ja auch keine Unmenschen, Herr Pfarrer. Nein, das sind Sie nicht. Also, unter uns gesagt. Zugegeben, man ist als Polizeibeamter immer ein bisschen stolz drauf, wenn man einen Delinquent sauber und schnell überführt, zu einem Geständnis bringt. Ja, ja. Aber ich weiss nicht. Ich weiss wirklich nicht, wieso. In dem speziellen Fall wäre mir es eigentlich lieber gewesen, es wäre nicht so reibungslos gegangen. Ich meine, hören Sie das einmal an, Herr Pfarrer. Ah, ja, gern, wenn Sie so gut sind. Fangen wir halt nochmal von vorne an. Sie sind also überzeugt, Herr Kommissar, dass ich der Mörder bin? Was heißt überzeugt? Wenn Sie mir die... Herrgott, noch einmal! Sehen Sie denn aus, als wäre Ihr Mörder weg? Warum nicht, Herr Moser? Ich kenne einen unbescholtenen, heilsamen Offizier, der sieht aus wie aus einem Verbrecheralbum von Texas. Und manche mit Engelslocken und einem Aussehen, als könnte er kein Mückli ein Bein ausreißen. Okay, ich geb's zu, ich gestehe. Und fertig. Herr Moser, ich mache Sie darauf aufmerksam, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Dem sagen wir ein Geständnis. Herr Moser! Ich meine, wissen Sie überhaupt, was das bedeutet? In Ihrer Situation. Also gut. Wenn Sie dabei bleiben. Tja. Ja. Das wär's gewesen. Ich habe nichts mehr aus dem Haus gebracht. Seither sagt er kein Wort mehr. Wir haben ihn ins Untersuchungsgefängnis da. Er isst und raucht ab und zu Zigaretten, aber sonst... Also wie gesagt, ich bin froh, wenn Sie reden mit ihm. Ich meine, von dem, was er auf sich geladen hat, können wir ihm natürlich nichts abnehmen. Aber Sie sind also doch überzeugt? Herr Pfarrer, ich muss mich an Tatsachen halten. Ich meine, wir sind ja nicht unfair gewesen mit ihm, nicht wahr? Das müssen Sie doch zugeben. Gewiss, Herr Kommissar. Ich frage mich nur, nicht wahr, da ist ein kleiner Unterschied. Verstehen Sie, Ihre Aufgabe ist, jeden im Verdacht zu haben, bis sie Unschuld einwandfrei bewiesen ist. Und meine Aufgabe ist, keine einer Untat zu verdächtigen, bevor man nicht Anlass gibt dazu. Und auch dann noch. Ja, danach könnte man also aufbrechen zum Untersuchungsgefängnis. Die haben es aber ganz genau wissen. Ja, kennen wir doch. Man hat seine Erfahrung im Umgang mit der Presse. Ist alles exklusiv heutzutage. Soll mir recht sein, das treibt Preise? Nicht, dass ich es wie ein Geschäft machen in dieser unglücklichen Situation. Nicht der Moser. Ja, und macht's etwas. Hast du plötzlich gewisses Kribbel, mein Lieber? Was machen denn die anderen anders als ihre Batzen mit unserem Eimsbach? Hättest doch nur letzte Woche sollen dabei sein, da haben wir eine Weihnachtsshow geboten. Jedem ein Schnecke in die Hand, aber die Brüder haben ja keine Ahnung. Wenn schon in die Zeitung, habe ich gesagt,
dann nicht mit einer leeren Flasche unter dem Bänkchen. Wenn schon früher, habe ich gesagt, dann mit etwas Warmem im Magen. Ja, hätt's mir doch wollen, ein Nachtessen zahlen und tätige Plösch, aber... Psst, Schnauz zu. Mir zwickt's in der Nasenspitze. Der Sepp dort? Ja. Der ist doch chronisch Stier. Verspricht Goldvreneli und der Bier heute noch ein Möstli. Nur gegen Barzahlung, glaubt mir's. So, Charlie, sind wir gut übergerutscht? Abend miteinander. Grüezi. Ah, das ist ja der Moser, wenn mich nicht alles täuscht, hä? Hat man schon gehört, dass einer auf einer trockenen Piste ausgerutscht ist? Ja, wie meinst du? Ja, so, ja, natürlich, ja. Ja, aber heute hast du Glück, du. Hast so noch ein Möstli zu gut, gell? Und heute habe ich gerade Spendierhosen an. Meieli. Meieli. Was darf sie? Ah, du bist es. Ist das Meieli heute nicht da? Die hat heute ihre frei. Ein grosses. Ja, eins für meinen Freund Charlie und mir eine Stange. Ich denn noch zahlen? Ja, aber eins nimmst du doch noch. Für den Moser noch eins. Grosses. Ja, wenn's muss sein, meinetwegen. Sag mal, sind vorhin nicht zufällig meine Kollegen da gewesen? Weiss ich, wer deine Kollegen sind? Ja, Herrschaft, nochmal, machen wir's doch heute nicht so unnötig schwer. Wie viel? Es ist freiwillig. Aber wenn du jetzt sagst, ein Schnack, dann ist die Sprechstunde beendet. Gehen wir mit dem Göpf in die erste Runde. Ja, Disteln wäre mir lieber gewesen, aber macht's etwas. Also, Morgenpost ist bereits gekommen. Naja, was haben wir gedacht? Vermutlich der Schellenbau mit seinem Sputnik. Du sagst es. Ja, also los, nur damit wir uns im Klaren sind, gell? Ich bin nicht bei einer Zeitung. Wir sind eine Agentur. Also kein Gewissensbiss wegen Exklusivrecht und so, gell? Wenn wir das nicht hätten, die wissen, wäre ein Geschäft auch gerne in Frage gekommen, verstehst du? Sag mal, für was haltet denn der uns eigentlich, Charlie? Ich muss mir direkt überlegen. Schön, gut. Also für die ganze Story, sagen wir ein Pfund. Exklusiv. Alles in Ordnung? Gasse hat er, aber reden tut er kein Wort. Sie können allein lassen mit dem Herrn Pfarrer. Jawohl, Herr Kommissar. Also, Herr Pfarrer, ich darf mich verabschieden. Sagen Sie mir nicht, was Sie alles im Sinn haben. Aber ich habe so das Gefühl, wir sehen uns bald wieder. Das könnte schon möglich sein. Also noch einmal vielen Dank, Herr Kommissar. Und kommen Sie gut heim. Gleichfalls. Wiederschauen. Auf Wiederschauen, Herr Kommissar. Kommen Sie, Herr Pfarrer. Guten Abend, Gaudenz. Guten Abend, Herr Pfarrer. Ich möchte nicht, dass du die Rollen aufgibst. Ich habe voll Verständnis für ein kleines Theater. Ich möchte den Gruß ausrichten vom Onkel Vinzenz. Der hat es so erleben, wenn er dem Kommissar die Kappe gewaschen hat. Übrigens musst du nicht etwa meinen, ich sei hier runtergekommen, um schöne Trostworte zu sprechen. Ich wollte dir nur sagen, dass du ein Kindskopf bist und dass ich mich schäme für dich. Ja, alle will gemeint, Moser haben ein klein wenig mehr Courage, verstehst du? Aber offenbar haben sie es mehr in den Muskeln als im Kopf. Geben Sie sich nicht so viel Mühe, Schuriseli. Jetzt ist es zu spät. Wenn Sie es noch nicht wissen, ich weiß es. Ich bin der Mörder und ich habe gestanden. Mhm. Ja, jetzt staunen Sie, hä? Tatsächlich. Man hat mir gesagt, du hättest den Spruch verloren. Wenn das nur nicht Ihnen passiert. Übrigens hätte ich jetzt wieder gerne meine Ruhe gehabt. Ich habe gemeint, der Pfarrer käme erst zusammen mit dem Henker. So kann man sich tischen. Übrigens, da ist noch ein kleines Fläschchen zum Einschlafen. Stegerfässli. Der Zapfen habe ich bereits gelockert. Und von der Jungfer Regula ein Päckchen Zigaretten. Sie lässt dich grüßen. Und jetzt auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen? Und ein grosser Onkel? Wenn ich irgendetwas tun kann, ich bin noch ein paar Tage bei meinem Studienfreund Pfarrer Müller von der Kreuzkirche. Er hat mir seinen Vikar ins Dorf geschickt für diese Zeit. Also, behüte Gott. Ja, adieu, Herr Pfarrer. Merci, einen Weg. Und wenn du sollst Nacht beten, Benjamin, danach
Tu es für den richtigen Mörder. Herr Pfarrer? Ja. Was kann ich für Sie tun? Wie geht's ihm? Wie? Wie geht's ihm? Sie müssen ein wenig lauter reden, wissen Sie, mein linker Ohr. Verstehen Sie? Wie geht's ihm? Ah, wenn Sie mein Herz meinen, ich danke, erstaunlich gut. Zu mir können Sie offen reden. Bin ein Freund von Moser. Schau an. Ich hätte nicht gedacht, dass er Freunde hat. Ja, ich bin zwar nicht katholisch, aber ich könnte mir denken... Also er hat mir immer gesagt, wenn mir mal etwas zustoßen, Jörg, das ist mein Vorname, dann schau, dass noch ein Pfarrer kommt, damit ich beichten kann. Tatsächlich. Jetzt kenne ich mich auch jetzt wieder. Wissen Sie, Herr... Für Sie, Jörg. Also, Jörg. So von Vater zu Sohn. Wissen Sie, der junge Moser war im Unterricht mein bester Schüler. Da kann man sagen, was du in der Jugend gesehen hast. Nicht wahr? Küsse, Pfarrer. Und, hat's geklappt? Wie meinen Sie das? Ich meine, haben Sie können zu ihm? Hat er beichtet? Ich meine, es geht mich ja nichts an, bloß unter Freunden. Nimm an, es ist das Letzte, was ich tun kann. Es sind die guten Taten seiner Jugend, die ihm so feine Freunde beschert haben. Ja, das kann man sagen. Wer hätte das gedacht, dass es eines Tages so rauskommen müsse? Ja, wer hätte das gedacht? Aber jetzt muss ich gehen. Oh, ich kann Sie nicht aufhalten, Herr Pfarrer. Also, vielen Dank, keinen Weg und gute Nacht. Gute Nacht, Jörg. Gute Nacht, Herr Pfarrer. Ausgezeichnet! Hast du rausgebracht? Kommt er raus? Der ist out, das kann er sagen. Am linken Ohr gehört er nichts mehr und das Recht hat er, glaube ich, nur, dass ihm der Hut nicht abrutscht. Völlig gaga. Ehrenwort. Es sind ihm fast Tränen gekommen, die ich auf Freund Jörgli gemacht habe. Es sind die guten Taten seiner Jugend und tätigen Balsam. Alfred, der eben verdient. Aber hör doch auf, nicht im Auto. Gut, dann ins Nacht für den Wifferteil der Menschheit. Mach endlich, du mein Trost. Jungfer Regular, guten Abend. Jetzt ist es dann doppelt bald 10, Herr Pfarrer. Man sollte Sie doch schon längst schlafen, Jungfer Regular. Gehen Sie mir den Mantel. Gern. Kann man dann schlafen, wenn man keinen Moment weiss, ob nicht das Krankenauto anzudeuteln kommt? Dankeschön. Mit Ihrem Herzen den Weg in der Nacht rumzulaufen. Ich will mir nächstens ein neues besorgen. Wenn ja das so weitergeht mit der Medizin, kann man sich so Dinge schon bald im Konsum kaufen. Blöde Sprüche. Und unsere einen ängstigen sich zu Tod. Pfarrer hin oder her, die Männer sind doch alle gleich. Dann noch eine gute Nacht, Jungfer Regular. Ja. Ave, Sali. komm, nimmst du das Krügel Glühwein? Eigenbrand. Ja, gern, ausnahmsweise, noch so einen Fußmarsch. Da, dein Glas. Tu den Löffel drin, sonst springt's. Mit Zitronen und Zimmetstängel. Gib her. So. Übrigens, will dir nur noch gratulieren. Wieso? Wenn du morgen aufstehst, bist du ein berühmter Mann. Was bis jetzt im Radio gesagt haben, hättest du den Mörder in Rekordzeit überführt. Überführt? Wenn das der Bischof liest. Merci.
Ich habe es doch nicht geschrieben, Herr Moser. Sie können doch nicht mich als Redaktionssekretärin verantwortlich machen für das, was in der Zeitung steht. So, und warum kann ich das nicht? Wenn Sie mir das vielleicht einmal explizieren, hä? Das wissen wir zu schätzen am frühen Morgen, so ein Besuch. Sie können mir express richtig sein. Schämen sollten Sie sich, jawohl. Und dann versuchen, dem netten, herzigen Fräulein die Schuld in die Schuhe zu schieben. Das ist die Art des Gentlemans. Ja, kommen Sie, Herr Moser. Ja, rausschnorren, hä? Haben wir's doch noch gedacht, dass Sie das probieren. Aber da haben Sie Moser Vinzenz der Falschpartner, mein Herr. Ich will Ihnen jetzt einmal darlegen. Also, was passt Ihnen nicht? Haben Sie etwas auszusetzen in unserer Berichterstattung? Ja. Genau das habe ich Sie sagen's. Und etwas, das ist noch sehr stark untertrieben. Sie haben Dass nämlich... wir uns klar sind. Ich habe gar nichts. Kommen Sie, da hinten in dem Kabäuschen sitzt der Dichter. Sie können sich am besten bei ihm persönlich beschweren. Ja, höre ich richtig oder meine ich nur, es hat da jemand etwas von Beschwerden gesagt? Bitte, Herr Kollege, der Herr da möchte Sie gerne sprechen. Ach, schau da, Herr. Sie wollen sich wirklich beschweren, Herr Moser. Also, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen unverständlich. So. Wenn sich in unserer Angelegenheit jemand könnte beschweren, dann wäre es doch, glaub mir. Warum? Oder habe ich Sie am Ende falsch verstanden, wo Sie uns die Geschichte exklusiv verkauft haben? Ja. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich aber so ziemlich genau Ihre Version bereits auf dem Ticker gelesen. Und nachher am Radio gehört, wo ich noch am Schreiben von Ihrer Exklusivstory war. Was sagen Sie jetzt? Also nicht wahr. Es ist ganz bestimmt ein Missverständnis. Ja, ganz bestimmt. Aber was, wenn wir uns jetzt darüber streiten, wo wir doch eigentlich zusammen schaffen, oder nicht? Ich hau es, Trudel. In einer halben Stunde bin ich wieder da. Wieder schauen. Schon recht. Also zuerst, was gibt's Neues? Direkt eigentlich nichts. So kommen Sie schon. Ja, ich weiss nichts Genaues. Aber ich habe gehört sagen, dass Gabi und Maya einen furchtbaren Krach hatten zusammen. Warum weiss ich nicht. Auf jeden Fall hat Gabi ab heute Ferien in der schwarzen Tinte. Hat sie? Bisschen eigenartig. Finden Sie auch, gell? Ich? Eigenartig? Wieso? Ich habe gar nicht. Ferien, was ist da schon dabei? Trudeli? Ja? Notiert ihr doch die Angaben vom Herrn Moser. Ich muss noch schnell weg. Ich melde mich dann von unterwegs. Schwarz wie Tinte, unser Kaffee. Zufrieden, mein Herr? Fast. Was soll das jetzt wieder heissen? Was ist jetzt schon wieder nicht recht? Alles bestens, wenn Sie nur den Krach... Entschuldigen Sie, wenn Sie die... Ah, so leise schnell. Eben, das habe ich gemeint. Übrigens, Ja? wenn wir schon so schön alleine sind, würde es Ihnen etwas ausmachen, ein Kaffee mitzutrinken? Ja, also, ehrlich gesagt, hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut, aber bitte. Darf noch etwas drin sein? Ein kleines Zückerli? Meinetwegen gern. Es geht nichts über ein heisses Käferli nach diesen Tagen. Streng gehabt über Silvester Neujahr. Tja, streng ist nur der Vorname. Merci. Alles allein. Buffet, Service, Küche. Nur gerade jetzt. Sonst sind wir nämlich zu zweit, Gabi, aber eben die hat es überstellt und darum haben wir Ferien geben. Ferien? Ja. Schön mitten im Winter. Hm? Dann sind Sie also die Chefin von der Tinte, sozusagen. Ja, sozusagen. Dann auch sozusagen eine gute Partie für den jungen Moser. Hast doch noch halb gedacht. Eben, einen Deckel kennt man doch da in der Gegend, bevor er seinen Ausweis zeigen kann. Aber wenn Sie wünschen... Schon recht, lassen Sie noch. Absolut kein Zweifel möglich. Danke, einen Weg. Gern geschehen. Ja, warum auch so spitz? Ich meine, Sie müssen doch verstehen, wenn man die Freundin ist von so einem Bürschli. Gsi. Die Freundin gsi ist mit Verlaub. Für was halten Sie mich eigentlich? Ah, Rasenweg. Aber, Sie sind doch das Fräulein Maya, wo... Maya ist schon recht. Aber was, wo? Ja. Aber in dem Fall... Ich habe nur gedacht, Sie wollten am Ende... Ja, vielleicht hätten Sie ein gutes Wort einlegen für Ihre... Ja, aber in dem Fall schon recht. Und Ihre Kollegin? Das Fräulein... Gabi. Richtig. Sie ist also verreist. Woher? Weiss ich doch nicht.
Meinen Sie, ich kümmere mich ums Privatleben von meiner Kollegin? Ja, natürlich. Man kommt immer besser weg, wenn man seine Nase nicht in fremde Angelegenheiten steckt. Eben. Ja. Übrigens. Aber das wissen Sie wahrscheinlich schon. Was? Sie wissen, dass er sein Geständnis widerrufen hat. Nein. Was? Ich meine, also, wenn er widerrufen hat, dann... Guten Tag. Ah, schau da her, wie klein doch die Welt ist. Herr Pfarrer Eseli, guten Morgen. Grüezi, Herr Pfarrer. Was darf Sie? Was ist ja das? Seit wann sind Sie denn schwerhörig, Herr Pfarrer? Also, ich hätte nicht behauptet. Ja, aber Sie sind doch... Hey. Mir ist mich schwer tischen, wenn ein Italus-Kerl von einem Gaudenz so einen Bär aufgebunden hat. Ach so, ich habe den Gaudenz, den Löli, ja. Oder am Ende doch nicht der Gaudenz. Doch. Wer er sonst? Nicht wo, wer sonst. Also, oder noch vielleicht ein Gässchen Kaffee. Das heisst, nein, geben Sie mir lieber ein Wasser, wenn Sie so gut sind. Sofort. Was hoffen Sie zu erfahren, Herr Pfarrer? Ich meine, ich bin ja auch ein bisschen Detektiv, nicht wahr? Und sicher genug, um gemerkt zu haben, dass Sie sonst nicht in dettigen Lokal verkehren. Gäste, die sich dann zu vornehm scheinen, lassen wir amigs draussen diskutieren. Das Wasser. Excuse das Telefon. Schon recht, wir haben ja Zeit, nicht wahr, Herr Pfarrer? Rauchen dürfen Sie wahrscheinlich nicht mit Ihrem Herz. Dürfen nicht, aber tun. Also zur Feier des Tages. Bitte. Ich bin so frei. Ja, es ist ein leichter, gerade so recht für vor dem Mittag. Zum Mittag? Ja, was haben wir denn für Zeit? 11:30. Schon fertig mit Ihrem Telefon? Hoffentlich war es nichts Unangenehmes. Unangenehm? Wieso? Ja, Sie machen so einen verstörten Eindruck. Stimmt's nicht, Herr Pfarrer? Also, bitte, ich weiss wirklich nicht, was Sie haben. Das ist doch alleweil die Vorfreude, nicht wahr? Ich kann Sie gut verstehen, Jungfer Maja. Vorfreude? Ich wüsste nicht, auf was ich mich vorfreuen sollte. Ja, was? Sie wissen es nicht? Was denn? Das mit dem Gaudenz. Also, ich kann nicht verstehen, Herr Kommissar, dass Sie unserer guten Maja nicht schon lange gesagt haben, dass Sie schon morgen Ihren kleinen Schatz wieder in den Arm halten. Was sagen Sie da? Ich habe Sie doch vorhin gefragt, ob Sie wissen, dass der junge Moser widerrufen hat. Ja schon, aber ich kann doch nicht... Ich meine, das ist ja wunderbar, oder? Entschuldigen Sie, ich bin gerade wieder da. Hat er? Natürlich hat er nicht. Sie kennen ihn doch. Ich bin seit 18 Jahren in der Verbannung. Ich weiss, was ein Bündnerschädel ist. Und Herr Pfarrer, was soll das mit Morn in den Armen liegen? Ich fürchte es gleich wie Ihre Andeutung von wegen Widerruf. Guten Meier. Oh, es wird langsam nöbler da drin, hm? Meier ist gerade am Telefon. Kommt gerade wieder. Ah, jetzt kommt's mir. Guten Tag, Herr Schellenberg. Grüezi, Herr Pfarrer. Immer Zweck? Ah, die Herren kennen sich. Man wird gelesen, Herr Kommissar. Und die es nicht können, schauen Bildli an. Apropos Bildli, mein Kollege, der Fink, haben Sie dann schön hineingelegt. Leider nicht genutzt. Aber wir sind doch fein umgegangen mit Ihnen. Das müssen Sie doch zugeben, Herr Pfarrer. Und die Polizei? Noch keine Tränen. Ja, aber mit dem Gaudenz... Sagen Sie, wissen Sie überhaupt, wenn ihm das schaden kann, wenn Sie... Bitte, wir haben unsere Informationen gehabt. Immer bereit zu berichtigen. Aber wir haben schließlich nie unsere Privatmeinung rausgelassen. Alles Zitat, müssen Sie doch zugeben. So, wie es der Vinzenz erzählt hat. Der Vinzenz. Was ist mit dem? Sali Meier. Sorry. Ein Becher. Ein Becher so gut. Du, Meier? Ja? Wo ist Gabi? Ich nehme an, die Heim. Sie wollte ein paar Tage frei nehmen. Nein, daheim ist sie nicht. Von der komme ich nämlich gerade. Herrgott, da stimmt doch etwas Halbs nicht. Oh, Entschuldigung, Herr Pfarrer. An Ihrer Stelle, junger Mann, würde ich sofort zur Polizei gehen und eine Vermisstenanzeige machen. Sie machen Witz. Die würden einem ja auslachen. Wenn jeder wegkommt, weil ihm seine Brut durchgebrannt ist. Wegen 3 Stunden Vermisstenanzeige. Woher wissen Sie denn, als ich Gabi erst seit 3 Stunden? Hey, ja, ich habe sie doch von... Nein, gestern habe ich sie ja gar nicht gesehen. Aber vorgestern... Gottfried Stutz, ich komme nicht mehr raus mit dieser Nachtschafferei. Also, heute ist... Mittwoch. Aber wenn ich Sie wäre, Herr Schellenbaum, der Herr Pfarrer könnte recht haben. Gehen Sie auf den Quartierposten und lassen Sie den ganzen schönen Apparat anlaufen. Ich schalte mich dann schon ein, wenn es nötig ist. Danke, ich gehe gerade.
Übrigens, Herr Pfarrer, soviel ich weiss, war Maria katholisch. Da wird es doch sicher noch ein Requiem geben, nehme ich an. Das könnte ich im Augenblick nicht sagen. Das ist nämlich ein wenig schwierig, wissen Sie. Der Organist ist plötzlich krank geworden. Aber Sie bringen mich gerade auf eine Idee. Wenn die Herren mich möchten entschuldigen. Maja! Wo ist es auch? Maja! Ach, lassen Sie das meine Sache sein, Herr Pfarrer. Geht auf Spesen. Ich nehme an, wir sehen uns wieder. Bestimmt. Ich hoffe, uns ist ihm nichts passiert, Herr Generalvikar. Er ist doch immer so ein Pünktlicher. Ich kann es nicht verstehen. Nicht für ungut, Herr Generalvikar. Ich glaube bald. Wir haben ihn noch immer versteckt, unser guter Mitbruder. Wie geht's übrigens mit seinem Herz, Fräulein Regula? Ist das nicht ein wenig gefährlich für ihn? Da unten, bei diesem Wetter? Also, wenn Sie das fertig brächten, dass er heute noch rauf muss. Eigentlich keine schlechte Idee. Das wäre noch eine elegante Lösung für meinen Auftrag. Schauen Sie mich noch an, Herr Pfarrer Müller. Der gnädige Herr, es ist nicht direkt ein Befehl. Aber indirekt, ich verstehe. Ja, man sieht es nicht gern zu Kur. Ich kann es begreifen, so Einzelaktionen. Und dann die Zeitungen. Ein Pfarrer ist schliesslich kein Detektiv. Meinen Sie nicht alle? Er kann es nicht lassen. Ich habe schon manchmal gesagt, vielleicht das Glück, dass er gesundheitlich hat, müssen in das Kaff excuse, entschuldigen Sie, in das Dörfli hauen. Ja, sonst hätte er auch die ganze Basler Polizei arbeitslos gemacht zu seiner Zeit. Ja, wenn Sie meinen, wir wollen mit dem Essen anfangen, Herr Generalvikar? Gehen wir um noch 5 Minuten. Übrigens, wie ist auch der Herr Vikar? Der Herr Vikar Huber. Es ist so ein netter, finden Sie nicht auch? Sie, also der bringt es noch zu etwas. Der letzte Sommer, als er bei uns Aushilfe war, ich sage Ihnen, ja, ich meine, ein bisschen gescheit hat er ja schon gepredigt. Aber die Bauern sind ja froh, wenn sie einmal noch ein kleines Nickerli machen in der Kirche. Maxima culpa, ich muss Sie um Entschuldigung bitten. Endlich. Nicht für ungut, guten Tag, Herr Generalvikar. Langsam, langsam, Herr Pfarrer. Denken Sie an Ihr Herz. Nehmen Platz. Ja, danke schön. Also, den kennen wir ja. Herr Meisterdetektiv. Sie sind doch, glaube ich, der Ehrengast, was? Oder haben Sie uns nicht heute Mittag schon wieder verloren, wenn ich es Fräulein Regula richtig verstanden habe? Jungfrau Regula? Komm, eigentlich... Jesus, und sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen. Amen. Wohlbekomm's. Ein guter. Guten Appetit. Alles gut. Was haben Sie jetzt vorhin gesagt, wo der Herr Vikar Huber siegt? Der Vikari? Ja, also, das ist ja so, Herr Generalvikar, nicht wahr? Der Herr Vikar Huber. Ja, also, wo ist er? Das Oberfatz. In... Wo? Ah, so ist das. Ja, wir haben gedacht, das ist nur in Ihrem Sinn, Herr Generalvikar. Haben Sie? Ja, der Vikar Huber hat das Fräulein Kunz... Also, er hat eine Beicht abgenommen, wo sie so schwer krank war. Das einzig Vernünftige, was Sie machen können. Weg mit dem, bis das Ganze abgeklärt ist. Hätte ich genauso gesagt. Schließlich haben wir unser Berufsgeheimnis, nur ein wenig mehr als das. Und wenn Ihnen etwas auskommt, dann heisst es wieder gesehen. Wenn es darauf ankommt, stecken Sie mit der Polizei und dem Staat unter einer Decke. Genau. Ja, ist in Ordnung. Gratuliere. Was machen übrigens Ihre Nachforschungen, Herr Detektiv? Ist es jetzt der Junge aus Ihrem Dorf, der bereits gestanden hat? Oder sind Sie immer noch der Ansicht? Je länger, je mehr. Sozusagen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, der Junge ist unschuldig. Aber gestanden hat er. Das stimmt doch. Ja, leider. Also, ich komme einfach nicht drüber weg, dass es Leute gibt, die der Maria ein Requiem, wie sie es gehört, nicht mögen können. Ach, was heisst kein Requiem? Sie haben doch vorher gerade gesagt, Herr Pfarrer Müller, das Fräulein ist ausgesöhnt mit dem Herrgott und der Mutter Kirche gestorben. Also ich weiß nicht, was ich am gescheitsten mache. Der Organist hat sich krank gemeldet für morgen. Krank? Die Frauen, die sich Blumen machen, weigern sich. Wenn man es vielleicht auf die 7 würde ansetzen. Ich meine, es kann doch nicht in unserem Sinn sein, den Leuten vor den Kopf zu stoßen. Richtig. Es ist gerade 12:30. Entschuldigung.
Nachrichten. Ja, sind sie so gut. Vermisst wird seit vorgestern, Montagabend, Fräulein Gabi Enzensberger, 23 Jahre alt, von Zürich. Ist etwas, Iseli? Ist dir nicht gut? Entschuldigung. Nein, mach nichts. Alles bestens. Morgen Post, Fink auf dem Apparat von Peter Schellenbaum. Was machst denn du an meinem Pult? Der Sherry. Was gibt's Gutes? Hast du zufällig den Schnörlifunk gelesen? Aber Sherry, das ist doch verboten. Wir hören doch keinen Polizeifunk auf der Morgenpost. Komm, verschieb das auf ein anderes Mal, gell? Stell mal ein und los, ob du etwas über Kaffee hörst. Ja, was meinst du? Willst du mal parat bleiben oder kann ich noch jemand zurückrufen? Nein, stell dich endlich ein. Okay, ja. Verstanden? Du, ich glaube, ich kann ihn. Signalement passt, Passant ihn doch anhalten. Aber machen wir kein Theater. Das ist schon. Verstanden? Brunner 2 redet bereits mit ihnen, aber sie kann sich offenbar nicht ausweisen. Fink, das könnte sie sein! Neue Anweisung von der Leitstelle. Passantin höflich auffordern, auf den Posten mitzukommen. Verstanden? Jawohl, die Frau auf den Posten mitnehmen. Zentrale, Ende. Hast du es mitbekommen? Ja sicher, aber ich weiss nicht. Es passt irgendwie nicht in den Rahmen. Ja, muss dann unbedingt eine Gespenstergeschichte daraus gemacht werden. Komm, nicht jetzt, verstehst du? Ja, hast schon recht. Bleib das erste Mal da, kannst du mir dann anrufen, wenn du etwas brauchst. Ah, ja, hör mal. Ja? Ich hau jetzt am besten mal auf die Hauptwache schauen, was eigentlich gespielt wird. Gut. Könntest du nicht vielleicht einmal ein bisschen im Pfarrhaus nachforschen, weißt du, wo der Schmalspurdetektiv wohnt? Am besten machst du vielleicht an seine Haushälterin. Streichst ihr ein bisschen ums Maul? Man kann ja nie wissen. Ja, wird gemacht. Okay, bye, schon unterwegs. Für dich geht der Fink sogar in die Kille. Was schauen Sie so gequält? Gerade besonders schön ist es sicher nicht, wenn ich spiele, aber... Sagen Sie, sind Sie nicht der Organist? Ich habe gemeint, Sie seien krank. Ich? Organist? Herrschaft, kommen Sie mir auf einmal bekannt vor. Sagen Sie, haben wir uns nicht schon noch immer gesehen? Kürzlich. Sie spielen ohne Noten. Naturtalent, was soll's? Als Mädchen konnte ich aber Noten lesen. Ein bisschen. Jetzt kommt's mir wieder in den Sinn. Sie sind doch einer von diesen zwei... Wo die Antonius-Statue aus ihrer Kille gestohlen hat. Tja, hätte das wieder auspralegen. Es war ja nicht so gemein. Wissen Sie, zuerst wollte ich ja gar nicht wollen, dass wir da abreisen. Aber jetzt bin ich direkt froh. Also Sie glauben nicht, wenn man in der Stadt aufgewachsen ist und dann ein halbes Leben lang, was sage ich, ein halbes, in so einem abgelegenen Kaff verbringt. Also... Psst. Ich glaube, wir stören jemanden in der Andacht. Aber morgen sind wir ja wieder hinter den 7 Bergen. Morgen? Aber wieso? Jetzt wird's doch erst gerade spannend. Mein Kollege, seine Liebste, die Gabi. Was ist mit der? Verschwunden, vermisst, man sucht sie. Jesus, der Arm. Und da der kleine Dick? Ja, sagen Sie das nicht, weil er sie gehört? Das ist im Grunde noch nicht. Ja, und jetzt? Ja, was hat denn das mit unserer Geschichte zu tun? Na, ob es etwas zu tun hat. Es ist nur eins, die Gabi war Serviertochter in der schwarzen Tinte und dort hat auch der junge Moser verkehrt. Und das weiss der Herr Pfarrer? Weiss sie. Auf jeden Fall, Fräulein... Fräulein. Regula. Ja, natürlich. Fink. Fink? Fink. Sehr angenehm. Also, wenn sich herausstellen, dass Ihr Pfarrer recht hat mit seiner Behauptung, der junge Moser sei unschuldig, dann möchte ich sagen, der weiss mehr wie wir. Natürlich weiss er mehr als alle miteinander, die Polizei obendrauf. Was glauben Sie, was der schon alles rausgebracht hat? Ein 6. Sinn? Was schauen Sie denn an dem Weg auf meine Füße? Füße? Ah ja, pardon. Aber Sie spielen nur auf dem Manual, wenn es mir recht ist. Ja. Ja, verstehen Sie am Ende etwas von einer Orgel? Ja, versteht dürfte übertrieben sein, aber früher... Sie haben Orgel gespielt? Nein. Nein, wehren Sie sich jetzt nicht. Nur ein paar Takte. Ja, aber ich habe doch seit 10 Jahren keine Orgel mehr angelangt. Üben, machen Sie es wie ich. Sie müssen halt üben. Los, sitzen Sie an. Ja, also... Ab.
Noten? Hat es nicht vielleicht nehmen ein paar Noten um? Beschaffe ich Ihnen bis morgen. Und jetzt, Herr Fink, spielen Sie für mich. Also gut. Mozart. Schön. Was macht er? Ist er Zweig? Er ist anständig. Nichts von Auflehnung. Aber reden tut er kein Wort. Ja. Ich verstehe eigentlich nicht, wieso man so ein Theater macht. Er hat doch gestanden. Was will man noch mehr? Vielleicht wartet. So, da wären wir. Sie läutet, wenn ich sie rauslassen soll. Schon recht, merci vielmals. Grüezi, Herr Moser. Grüezi, Herr Kommissär. Ist gestattet. Nehmen Sie auch eine? Ah, Sie haben schon Ihre Zigarette. So. Eigentlich gar nicht so unkomfortabel, so eine Zelle. Ja, also ich meine, im Vergleich zu unserem Büro. Nicht sehr gesprächig heute, Herr Moser. Also gut, dann hören Sie mir jetzt mal ganz genau zu. Ah ja, bevor ich es vergesse. 2 von Ihren sogenannten Zeugen haben sich tatsächlich gemeldet. Aber das nützt Ihnen und uns nicht sehr viel. Im Gegenteil, das sieht so konstruiert nach Alibi aus, aber das wissen Sie ja. Ich han gestanden und ich will nichts anderes als einen anständigen Prozess und dann verschwinden, wie es sich für einen Mörder gehört. Oder sind Sie auf das Mal nicht mehr so überzeugt davon? Aber ich kann Ihnen sagen, das müssen Sie mir noch zuerst beweisen. Mit mir brauchen Sie nicht zu rechnen. Ich weiß, was gespielt wird. Schön und gut. Aber jetzt kommen Sie ja mal los. Lassen Sie, Herr Kommissär. Lassen Sie mich doch endlich einmal ausreden. Oh. Ist doch bemeid wahr. Mit Ihrem Steckgrind, wo Sie haben. Es geht doch jetzt nicht um Ihre Rollen als jugendlicher Held, Moser. Also, was ist eigentlich mit dieser Maya? Ist sie wirklich Ihre Freundin? Wer hat das gesagt? Maya. Wann hat sie das gesagt? Zum Beispiel heute Morgen. Sie haben... Ja, natürlich bin ich da gewesen. Ja, glauben Sie denn, ich will alles Ihrem Privatdetektiv da überlassen? Ja, der Pfarrer Iseli, ist der noch immer da? Sollen wir etwas ausrichten? Ja, vielleicht könnten Sie ihm sagen... Aber nein, sagen Sie nicht. Es hat doch alles keine Zukunft. Was hat keine Zukunft? So stellen Sie sich doch jetzt nicht so halsstarrig an, Gaudenz. Verstehen Sie denn nicht? Ich meine, gerade der Pfarrer Iseli. Er ist doch ein alter Mann, herzleidend dazu. Ja, so machen Sie mich nicht weich, Herr Kommissär. Da kennen Sie mich schlecht. Dann halt nicht. Wissen Sie übrigens, wer ein Interesse könnte daran haben, das Fräulein Gabi aus der schwarzen Tinte verschwinden zu lassen? Ja, verschwinden? Ja, um Himmels Willen. Sie wollen doch jemand nicht sagen, dass Ich kann Ihnen die Abendzeitung besorgen lassen. Dort steht es bestimmt schon drin. Sie ist bereits am Radio durchgegeben worden. Was ist das? Was haben Sie denn, Moser? Ist Ihnen nicht gut? Entschuldigung, Herr Kommissar, aber der Herr Pfarrer möchte Sie unbedingt sehen. Nur rein. Herr Pfarrer Iseli, von Ihnen haben wir gerade geredet vorhin. Guten Tag. Nicht für ungut. Grüß dich, Gaudenz. Was schaust du mich an, wenn du Klopf gehst? Ich? Nicht, gar nicht. Was bringen Sie uns Gutes, Herr Sherlock Holmes? Ja, ich fürchte, meine Karriere als Schmalspurdetektiv ist leider fertig. Ich musste heute einem Generalvikar versprechen, dass ich morgen an einem Requiem heimreise. Keine schlechte Idee. Auf den ersten Anhieb. Jetzt kann ich es Ihnen ja sagen, aber wir wissen, so Privataktionen verfluchen wir nicht schätzen. Ja. Das bringt doch meistens nur Verwirrung. Aber in dem speziellen Fall. Was meinen Sie dazu, Moser?
Aber ich habe niemandem gerufen. Ich habe doch... Schon recht, Gaudenz. Wir wissen also, Moser nicht bettelt. Aber mit dem Verschwinden von dem Fräulein Gabi, ich meine, es kann ja alles durchaus harmlos sein, nicht? Überhaupt nicht mit unserer Sache zu tun haben. Und doch habe ich so ein Gefühl... Mit Gefühl ist das so eine Sache. Das hat schon der Müller-Brunau selig immer gesagt. Aber... Gottfried Stutz, ich habe genau gleich geschaltet, als ich das vernommen habe. Wie gesagt, Herr Kommissar, ich muss schon morgen abreisen. Wenn ich meine Abmachung mit dem Herr Generalvikar will grosszügig auslegen, dann kann ich meinen Aufenthalt mit einigermaßen gutem Gewissen noch bis zur Beerdigung um 2:30 ausdehnen. Aber danach muss es geschehen. Geschehen was? Ich habe einen Plan. Aber es kommt darauf an, ob Sie mitmachen oder nicht. Da ist nämlich eine Bedingung. Die lässt sich nicht umgehen. Ja, raus mit der Sprache. Ich kann nicht mehr als Nein sagen. Also gut. Sie sollten der Gaudenz auf freien Fuß setzen. Und dann, Herr Pfarrer? Und dann? Ja. Entschuldigung, die Störung. Ach, was ist denn jetzt schon wieder? Nicht ganz das hören. Sehr dringend. Oha. Ja, da muss ich tatsächlich schnell ins Büro. Herr Pfarrer, entschuldigen Sie. Wenn Sie sich vielleicht so lange zusammen unterhalten, ich bin gerade wieder da, 10 Minuten. Vielleicht können Sie dem Herrn Moser ein wenig auseinandersetzen, was Sie... Sie kennen die Bedingung, Herr Kommissar. Reine Erpressung, Herr Pfarrer. Also gut. Ich will schauen, was der Untersuchungsrichter sagt. Entschuldigung, sind Sie nicht der Herr Schellenbaum? Doch, warum? Haben Sie nicht den grossartigen Bericht geschrieben in der Morgenpost über den... Grossartig ist grossartig. Ja. Was wollen Sie trinken? Oh, nein, Entschuldigung, ich kann Sie nicht wollen. Um das geht's nicht. Ich kann mir nur sagen lassen, Leute wie Sie können manchmal mit einem Tipp etwas anfangen, wo unser Heinz keine Ahnung hat. Ah, wie viel? Bitte? Oh nein, was denken Sie? Ich gehöre doch nicht zu denen, die ihr ein bisschen Wissen verkaufen. Dann haben Sie also ein Interesse daran. Was ist Ihr Motiv, wenn wir mal so sagen, Herr... Mein Name tut nichts zur Sache. Sie haben recht, ich habe ein gewisses Interesse. Ah? Ja, ich meine, Sie kennen den ganzen Fall ja besser als ich, nehme ich an. Aber ich habe doch die Sache verfolgt und dann hört man ja auch da und dort etwas, nicht wahr? Also kurz und gut, ich hätte Ihnen einen Mann, der in der Lage wäre zu beweisen, dass es der junge Mann da, der Gaudenz Moser, eben doch nicht war. Nein! Doch! Stellen Sie sich die Schlagzeile vor. Justizirrtum. Junger Mann unschuldig zum Mörder gestempelt. Unser Reporter Peter Schellenbaum brachte es an den Tag. Hören Sie auf, das ist ja also... Ein Heuler wäre da gar kein Ausdruck. Und wo ist der Mann? Ja. Also nicht wahr. Ich meine, Sie verstehen uns sicher. Sie haben doch das sogenannte Redaktionsgeheimnis. Und Zeugnisverweigerungsrecht, jawohl, ja. Da haben Sie also gar nichts zu befürchten. Ich verlasse mich auf Ihr Wort. Wenn Sie einen Fotograf mitnehmen wollen, Sie können das Original einsehen, Brief und Fotos und Abzüge machen davon. Wenn Sie Ihnen passen, können wir gerade zu dem Mann fahren. Ausgezeichnet. Da vorne ist unsere Zeitung, wenn Sie durchkommen wollen. Danke, ich warte da. Also abgemacht. Nur ein paar Sekunden, mein Kollege ist in der Regel sprungbereit. Danke, Trudeli. Oha, guter Bericht, meine ich. Ja und nein. Ist der Fink da hinten? Fink! Röbi! Herrgott, wenn wir eine Mahlzeit dringend haben, ist er doch nie nicht um. Oh, meine Fresse, reiset einmal auf. Ist der Fink ausgegangen? Ich glaube, er hat nichts Bestimmtes Ja, gesagt. was heisst nichts Bestimmtes? Hat er etwas Unbestimmtes gesagt? Nein, wirklich, Herr Schellenbaum. Ich kann mit dem besten Willen nicht sagen. Oh, die besten Geschichten gehen einem doch wieder flöten. Ja, und dass ich's nicht vergiss, meldet Sie für mich in der Konferenz die Titelstory an für morgen Morgen. Fink! Herrgott, noch mal, wo hat sich der dann wieder rumtreiben?
zufrieden, Fräulein Regula? Herr Fink, Sie sind ja ein Talent. Ich verstehe gar nicht, dass Sie sich mit Fotografieren umschlagen. Musik, das wäre Ihre Bestimmung. Meinen Sie? Und dann ein Leben lang in den Baren rumklimpern? Also wenn ich es so spielen könnte. Sie werden lachen. Früher haben wir es sogar eine Zeit überlegt. Aber da war auch noch anders. Da hat es noch Kinoorgel gegeben. Wissen Sie noch? Schön. Das geht heute nicht mehr. Heute tönt das so. Was geht denn da vor? Sind wir da im Gotteshaus oder in einer Beithalle? Hallo? Jesus, der Herr Pfarrer. Kommt der Ruhe. Ich weiß es nicht. So machen Sie doch etwas. Warten Sie. Wolfram, jetzt endet so schön mit dem Orgelspiel. Regula scheint schon halb verliebt zu sein in den Fotografen. Aber sag mir mal grundsätzlich, wie findest du denn einen ermittelnden Geistlichen? Spricht dich das an oder ist das eigentlich zu harmlos? Haha, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ich finde jetzt, kommt natürlich ganz drauf an. Ne? Also kannst du ja fragen, was ermöglicht uns denn der Geistliche, der Seelsorger, was jetzt der Detektiv oder der Kommissar nicht kann? Bei Rabbi Klein, dem Bodenheimer Krimis, die wir auch hatten im Krimi-Podcast, würde ich sagen, ja, der kriegt oft nochmal Zugang jetzt zu Seiten des jüdischen Lebens in der Schweiz, den vielleicht die Polizei nicht so einfach hat. Und er gibt uns natürlich auch als Zuhörerschaft nochmal andere Einblicke, die man auch nicht so einfach bekommt. Ich finde hier, also das ist da funktioniert ganz wunderbar dort. Hier gefällt mir der Pfarrer Iseli insofern schon, weil er doch eine andere Art hat der Ermittlungsarbeit, das auch benennt, auch so ein anderes Menschenbild schlussendlich. Oder? Er sagt ja mal klar, die Polizei irgendwie geht erstmal davon aus, alle sind verdächtig grundsätzlich und er geht erstmal vom Guten im Menschen aus und eigentlich von der Unschuld. Finde ich, hat auch noch so eine ganz hübsche Dimension, ist eigentlich schon fast eine theologische Frage. Was hat man für ein Menschenbild? Ist der Mensch mal grundsätzlich schlecht und muss geheilt werden, gerettet werden? Oder steckt ihm was Gutes im Menschen, was man vielleicht durch Kirche, durch Religion oder sonst Ethik noch weiter befördern kann? Das, also irgendwie gefällt mir das und ist natürlich trotzdem alles ganz konkret aufgehoben. Ja, ich finde es auch, das ist einfach gut in die Dialoge eingeflossen, dass diese christliche Sicht auf Verbrechen wird schön transportiert und ist damit auch ein schöner Gegenspieler zur Polizei, obwohl die beiden ja Hand in Hand gehen. Also die anerkennen sich ja als Obrigkeiten und Institutionen und so ist ja auch unserem Pfarrer, steht eigentlich jede Tür offen, qua seines Amtes. Das macht es natürlich einfach, aber du hast auch recht, er ermittelt eben auch. Das ist ja nicht nur so, dass die Leute sagen, ach Herr Pfarrer und ihr Herz ausschütten, sondern er hat ja wirklich Züge an sich. Als Beispiel, wenn er im Zug ist und den beiden Journeys die Kamerafilm abnimmt. Da ist er ja schon sehr gewieft. Ja? Wird er ja auch als Episode immer wieder, erinnern Sie sich ja noch tagelang später dran. Ach, war das lustig. Aber genau, das ist ja wirklich eine clevere Episode, weil die kommt ja doch recht am Anfang, wo man ihn davor noch gar nicht so richtig hat. Ermitteln sehen, ermitteln hören und dann merkt man doch genau schon so diese Situation, doch, der hat wirklich was drauf, da verbirgt sich was dahinter dem gemütlichen Äußeren. Und weißt du, was mir auch gefällt? Das könntest du halt jetzt mit so einem Polizeiermittler oder mit einem zufällig in einen Fall hineingestoßenen Detektiv, was du nicht haben könntest, ist, dass der Vinzenz Moser nach Chur fährt und dort den altbekannten Vertrauensmann holt, der auch noch zum möglichen Täter so eine enge Bindung hat, so eine persönliche, wie er auch erzählt. Ich habe mich damals so krank gefühlt und dann habe ich ihn getauft und dachte, vielleicht mit dir heile auch ich, wenn du aufwächst. Das finde ich auch schön.
Das ist halt so eine Szene, klar, Vincent muss ganz schön reisen, aber es ist toll, jemanden von außen einzupflanzen, der trotzdem so eng verwoben ist mit dieser betroffenen Familie. Die Journalisten eigentlich ermitteln ja auch noch, ne? Es gibt eigentlich quasi im weitesten Sinne drei ermittelnde Parteien. Ja, und ich glaube, das wird vorher immer schon mal angesprochen, aber mir ist das erst jetzt am Ende so aufgegangen, dass der Schellenbaum mit der Gabi, eben einer der Serviertöchter, dass die ja ein Gespendi sind. Wolfram, es hat ja nun, von 69 ist es, und eben Iseli ist aus Basel ursprünglich, das heißt, er bringt dann nochmal Mundartwörter mit, die jetzt für Zürich gar nicht so geläufig sind und generell diese Zeithartwörter, mit denen ich mich teilweise sehr schwer tat. Oder wusstest du sofort, was der Schneck ist? Sag's mir. Ist der Fünflieber. Wenn sie das spielen. Ich habe es leider noch nicht so richtig rausgefunden. Da könntet ihr mir gerne helfen. Also warum es Schneck heißt, dass es jetzt die Größe von einem Schneckenhaus ist, ich glaube das nicht. Vielleicht, dass das Edelweiß drauf sieht so ein bisschen aus wie Nacktschnecken, wenn man von Weitem schaut. Schau es dir mal an, bevor du mich jetzt so kritisch anschaust. Ich weiß es eben nicht genau. Wenn mir jemand erklären kann, das Internet konnte es nicht so gut, warum man es Schneck nennt oder Schnecke, wäre mir geholfen. Und eben diese ganze Szene da im Wirtshaus, wo sie ein ominöses Kartenspiel spielen, wo es Geld gibt, wenn man einen Blitz hat. Man kann sich schon ungefähr erschließen, was es ist. Oder was sagt der Pfarrer, wenn er da Schirmscham und Melone zitiert und dann verliert er sein Parapluie. Genau. Das war jetzt was Französisch, konnte ich es mir halt einfach herleiten. Da konntest du es dir herleiten. Regenschirm, gell? Ich habe eine Kollegin gefragt, die in Basel groß geworden ist und die sagt, ja, das heißt Regenschirm, aber Susanne ist uralt und das haben eigentlich auch nur, so ein bisschen die Leute mit der Nase oben gesagt. Ich finde es tatsächlich, wenn man es so vielleicht mal kurz hörspielgeschichtlich anschaut, schon noch spannend. Das ist jetzt von 1969. Nochmal so eine große Krimi-Hörspielserie. Es gibt ja nochmal einen zweiten Fall, dass aber eigentlich das schon eine Zeit war, wo man zum Beispiel so den Straßenfeger, was man immer so sagt, dass alle Leute Straßen sind wie leergefickt, weil die Menschen vor den Radioapparaten sitzen und Hörspiel hören. Ich habe gelesen bei dem Hörspielhistoriker Paul Weber, dass genau an dem Zeitpunkt das eigentlich so langsam vorbei war, weil die Leute dann tatsächlich auch mehr Fernsehen geschaut haben. Und es ist tatsächlich auch so viele so von den großen Serien, die wir haben, als die 5. Staffel Paul Cox, die ist 1969, das ist jetzt quasi zeitgleich, aber dann schon die 5. Die 4. ist von 1963. Also das ist eigentlich mehr so Paul Cox, die gibt's eigentlich mehr 50er, 60er Jahre. Eusebius Bitterli bis so Ferimaß, auch ja 50er bis 60er. Das ist eigentlich so die richtig goldene Hörspiel-Straßenfegerzeit schon so ein bisschen vorbei. Und man macht dann nochmal einen Versuch, mit geballter Star-Power die Leute mal so fürs Radio zu holen. Wolfram, es ist dasselbe heutzutage, verändertes Nutzungsverhalten. Klar, wenn du mehr Medien hast und in dem Falle mit dem Fernsehen ein neues Massenmedium, dann verändert sich das natürlich. Aber hat uns ja glücklicherweise auch zugute für den Krimi-Podcast die goldenen 70er und 80er Jahre des psychologischen Kammerspiels besorgt. Eben, wir haben das mal angeschaut, da sind ja die ganzen Einzelstücke, man hat viel von den Briten kopiert, man hat bei den Franzosen Louis C. Thomas und so, das sind über Dreiteiler geht man da selten hinaus, aber dafür ist in jedem Hörspiel 70 Minuten lang geballte Welt und Verbrechen, ja. Ja, spannend. Aber auch nicht mehr so komisch. Genau, Humor, deutlich weniger eine Rolle. Das ist eigentlich auch noch typisch wie auch bei Paul Cox, Dicke Dick Dickens, Bitterli ja sowieso. Und Ferima, finde ich, hat ja auch eine humorvolle Note oft. Das ist dann 70er, 80er nicht mehr, also vor allem 70er nicht mehr komisch. Ja. Hat aber eben vielleicht auch damit uns dann nicht mehr, vielleicht für die ganze Familie, die sich vom Radio versammelt und auch nicht mehr, dass man von der Zählweise davon ausgehen konnte, doch die Leute sitzen pünktlich jeden Freitag um 8 zum Beispiel vom Radio. War dann wahrscheinlich nicht mehr so. Dann lieber die man erwischt hat mit einer Stunde, 70 Minuten der zusammenhängenden Geschichte unterhalten. Weil du sagst Komik, ich finde ja Jungfer Regula, die mich vom
von der Beschreibung her jetzt erstmal nicht so abholt. Ne? Und da denkst du hast alles Schlimme auf dem Haufen. Du hast die alleinstehende Haushälterin. Eben, du siehst eigentlich so die keifende, zugeknöpfte. Ich war dann total angenehm überrascht, wie sie das ausspielt, weil sie macht alles. Sie keift und sie kann zugeknöpft sein, aber dann auch wieder an Punkten ganz überraschend. Und vor allen Dingen, sie steht tatsächlich ihre Frau und wird auch von der Umwelt dafür weder belächelt, noch irgendwie niedergemacht, sondern es ist eigentlich mal so, entschuldigen Sie, ich habe jetzt auch hier gerade nur die Männerrunde adressiert, aber natürlich, vollkommen zu Recht sind Sie auch da und verdienen die Aufmerksamkeit. Ich finde, das fordert sie in den Szenen sehr gut ein und hat dann trotzdem noch so überraschende Momente, wie jetzt, dass sie auch noch Orgel spielt und sich jetzt noch anfängt, offensichtlich zu verlieben. Finde ich sehr schön. Wir hören ja noch Teil 4 und 5 nächste Woche zusammen. Vielleicht spielt sie auch noch die eine oder andere Rolle in der Auflösung dieses Falls. Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, die Auflösung des Falls. Oder dürfen wir das nur ganz kurz anreißen noch? Weil wir haben ja eigentlich zu einem ganz frühen Zeitpunkt eine Szene, wo wir mutmaßlichen Mörder und Opfer in der Tatnacht, wahrscheinlich bei der Tat, kann man ja nicht sagen, ne, wer ist jetzt der Letzte, der sie stranguliert hat, aber es scheint ja dieser Unbekannte zu sein. Und eben, er taucht ja immer wieder mit seinem dritte Mann-Pfeif-Motiv auf, aber ehrlich gesagt, Wolfram, ich konnte ihn noch nicht richtig identifizieren. Also natürlich, Herr Jörg macht sich sehr verdächtig, aber arbeitet Herr Jörg auch auf der Polizeiwache? Das geht für mich nicht. Ja, ich krieg's noch nicht ganz raus. Ja, es hat so ein bisschen dieses Columbo-Prinzip, ne? Man erlebt den Mord schon mit, man weiß grundsätzlich, wer es sein könnte. Und dann gucken wir, wie es die Ermittler, wie es die Umwelt rausfindet. Ich fand die Szene noch aus einem anderen Grund bemerkenswert. Du hast ja schon in der Moderation gesagt, das hat auch was Betuliches, das Hörspiel, insgesamt. Ich finde, es muss man gar nicht negativ sagen, aber es ist doch eher, es hat Humor, es ist gemütlich erzählt, aus einer anderen Zeit. Auch schon wie bei anderen Produktionen, das 1969, man hört jetzt ja nicht die Studentenrunde aus Paris. So, die kommt da ja nicht vor, es ist noch ein bisschen aus einer anderen Welt, aber wenn man so leichte Anklänge gibt. Aber, dass man diesen Mord am Anfang so hört, auch in der, auch so drastisch, wie die Frau da umgebracht wird, das hat mich so rausgerissen aus meiner Erwartung. Jetzt gehe ich so ein paar Stunden mit Pfarrer Iseli mit und jetzt wirklich rausgerissen. Genau, und auch überhaupt, wie ihr persönliches Schicksal geschildert wird. Finde ich auch. Was da noch für Themen. Dass Abtreibung so benannt wird. Genau. Uneheliches Kind, ja. Genau, da ist dann so viel da. Man ja sehr hardboiled steigt es ein. Genau. Ja. Und das hätte man ja wahrscheinlich in den 50er Jahren bei Babcock jetzt nicht gehört. Da wäre es nicht um Abtreibung gegangen und da wäre ein Mord auch nicht so ernst gemeint, hätten wir den dann gehört. Und so drastisch und schlimm. Aber du musst einem Pfarrer natürlich auch ein paar verlorene Lämmchen an die Seite stellen, die er nach Hause holen kann. Ja. Das stimmt. Also, wir hören uns nächste Woche wieder. Ja. Mit Teil 4 und 5 von der Helvetia Straße 17. Bis zum nächsten Mord. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.